Musikalisches Männerbad 2. Habe die Ehre miteinander. Was geht? Psychobrenner, CM Crofter, Immeram Bruno über der Herr Haider, wahrscheinlich nicht der Haider, aber egal, der Dani oder die Dani, der Herr Boris, der Bobby, der Herr Kronas, der Kev, der Dom, der Mr. Bavaria, der Seppi, der Sasukode, ja, Kruzifix, jetzt eskaliert der Chat. Haben wir einen Dreh, kann ich schon wieder nicht Hallo sagen. Ihr irren Personen. Erstmal habe die Ehre, wie geht's euch? Es ist Freitagnachmittag, ich hoffe, es geht einem jeden gut. Bäm, wir haben 157 Leute beim ersten Take und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie haben wir jetzt mit 10, 20 mehr. Ich weiß es auch nicht. Angefangen haben wir mit 20 auf einen Schlag. Du bist der Deppert. Der Herr Kulzer ist auch am Start, habe die Ehre, der Witzeprofessor, der Herr Tosch, das Brot, der Seppi, der Mindplayer, der Pix of Audi, der Lucky, der Lucifer, der Narisch, der Herr Fuchs, der Herr Kingswood, der Scuffs, der Louis, Apfelschorle, der Bavarian Viking, der Grisou. Wen haben wir noch? Was ist denn jetzt wieder? Wir sind der Stream jetzt kurz weg gewesen. Was war denn da wieder kaputt? Was ist denn da wieder kaputt? Was ist denn da wieder kaputt? Ist da irgendwas kaputt? Ist mein Ton einigermaßen ausreichend? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab? Was geht ab? Herr Besten, Herr Master, Herr Maisch, Herr Fellover, Herr Boris, Herr Banana haben wir schon gut. Der Herr Gerl. Den Kev haben wir auch schon gehabt. Der Mr. Max 510 VIPs. Ich hoffe, ich habe jetzt da beide Chats übrig. Wir haben ja ganz kurz schon geschmatzt miteinander. Kurz bevor der Stream losgegangen ist. Ich habe momentan noch gerade so ein bisschen das Problem, weil es ja auch was Neues ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe leider Gottes die VIP-Status Geschichten und Symbole nicht von euch in meinem Chat, den ich sehe, weil ich da extra ein Programm habe, dass ich YouTube und Twitch-Chats gleichzeitig sehe. Das ist übrigens auch genau dasselbe, was ihr auf der Seite da lesen könnt. Ja, da ist zum Beispiel Twitch dazwischen und das ist alles YouTube und so weiter. Und da sehe ich halt nicht, wenn jemand einen VIP-Status hat oder nicht. Und ich darf euch natürlich gern selbstverständlich gern separat begrüßen, damit dieser VIP-Status auch irgendeinen Sinn hat. Naja. Da fragt irgendjemand, der Wassel fragt, na, wo ist er denn hin? Wo bin ich denn hin? Was ist denn kaputt? Ist was kaputt? Muss gehen, oder? Muss gehen. Das geht doch. Also ich sag mich selber, sag ich mich schon. Hör ich mir selber? Moment. Sag mich selber, sag ich mich schon. Hör ich mir selber? Moment. Also ich hör mir ja selber. Also keine Ahnung. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn der Stream nicht funktioniert, 100%, müsst ihr einfach mal nochmal neu starten. Also es scheint so, als da es geht. Der Bone Crusher ist auf alle Fälle am Start für einen Twitch-Chat. Außerdem, was mich auch ein bisschen stört, ist, durch diesen VIP-Status oder durch diese Subscription, ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so recht, wie wir das nennen sollen, ja, durch eine Vollbier-Squad-Mitgliedschaft, die euch ja auch einen Fünfer kostet, sollt ihr auch irgendwas Besonderes haben davon, dann soll ja mal wenigstens das Mindeste sein, dass ich euch gesondert da irgendwo sehe und auf eure Fragen vielleicht ein bisschen eher reagieren kann wie auf andere. Und jetzt habe ich da einfach mal den Original-YouTube-Chat auf und da den Chat, den ich heute so hab, ne? Naja, auf alle Fälle, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir haben ja immer noch nicht Heisel gefunden. Haben wir nicht gefunden? Nö. Für heute haben wir was Tolles vorbereitet. Also so richtig vorbereitet sind wir auch nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, was ist. Deswegen mag ich diesen Kerl auch so gern. Ich hoffe, dass das die Leute überhaupt sehen. Ja? Ich hoffe nicht bloß, Birger hat irgendwas gemacht und dann drückt man blind drauf. Also ich gebe mir sehr viel Mühe für meine Vorschaubildchen, für meine Auswahl des Titels und für meine Beschreibungstexte. Ja gut, jetzt im Livestream nicht so. Aber hat das überhaupt irgendjemand gesehen, um was das heute geht? Herr Viking! Servus, Bürger. Servus, Herr Viking und vergeht's gut. Natürlich. Ist aber klar. So. So. Wo sind wir? Der Herr Dietrich und der Herr Stefan S. Erst einmal ein Special Greets. Ich versuche jetzt da, also wahrscheinlich wandert mein Blick aber hin und her und ich käme wahrscheinlich noch weniger aus, als ich das sonst tue. Aber ist ja scheißegal. So. Deswegen wollte ich fragen, hat überhaupt irgendjemand gelesen, um was das heute überhaupt geht? Habe ich mir gedacht, diese Woche bietet sie doch, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen, also ich gehe jetzt einmal davon aus, der harte Kern, ihr, wir sind übrigens 325 Leute, erst einmal habe ich die Ehre an euch alle,
habe ich mir gedacht, am Dienstag, ich hoffe, jeder von euch hat das Video gesehen, Stammtisch-Schmicker-Video über den Trachtman. Ja? Habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, widmet man doch die ganze Geschichte, widmet man doch den Livestream zumindest einen Teil davor. Warum nicht? Und darum haben wir heute einen Special Guest haben wir da. Der ist natürlich nicht bei mir da herin, weil das darf sich auch nicht irgendwie nicht rentieren. Da allerdings vielleicht sogar... Herr Grabherr! Herr Grabherr! Ist da keine Nachricht dabei gewesen? Egal, vergeht's gut. Ja, also das Special müssen wir immer, also es ist wichtig, dass man mir Special mit scharfem Sch ausspricht. Also quasi Special, Special Guest. Und zwar haben wir mir heute jemanden da, wer kann es noch anders sein, nämlich den Schöpfer vom Trachtman natürlich, einen Herrn Kläuberchris, von dem ich euch auch im Video erzählt habe. Haben wir uns heute ausdenkt, so habe ich gefragt, hey, das kann man doch mal und Dings und Zeig und Klump und darum ist er heute da. Den werden wir dann nachher zuschalten, der ist mit mir im Discord und dann singen wir, also wir haben dann die Webcamerin, das haben wir schon ein bisschen so vorbereitet, dass man dann, man sieht, ihr werdet dann auch da unten singen. Und dann haben wir uns was natürlich ausdenkt, irgendwie eine Fragerunde, also wenn irgendjemand Fragen an Chris hat, was einen Trachtman betrifft, dann könnt ihr die nachher liebend gern stellen, noch nicht jetzt, überlegt euch vielleicht einmal noch ein bisschen was und wenn er dann da ist, dann werde ich die vorlesen und er beantwortet euch das, ihr seht es dann auch, also er streamt quasi mit, mehr oder weniger. ich hoffe, dass das, warum ist der Stream die ganze Zeit kaputt? Herr Kulzer! Somebody touch my spaghetti, muss AMOI wieder SA. Erst Merci und natürlich hauptsächlich Somebody touch my spaghetti. Der Stream hängt die ganze Zeit. Warum? Läuft da irgendwas im Hintergrund? Jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir langsam, gell? Ganz langsam, ganz langsam. Das tun wir alles weg da, das tun wir auch weg. Twitch-Chat braucht man nicht. Ich habe eigentlich aber nichts off ansonsten. Ein Video machen wir mal zu, das lassen wir auf. Wo der Rare dann recht hat, der Stream ist die ganze Zeit kaputt. Jetzt hat es einfach 100 Leute rausgeworfen. Warum? Was ist da los? Warum? Was ist da los? Warum? Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Ich weiß es auch nicht. Kackt YouTube rum, weil auf Twitch funktioniert's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir natürlich leid, jetzt hat es einfach mal 100 Leute aus geschwappt. Ja, keine Ahnung. Werden wir jetzt halt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht ändern können. Das tut mir wirklich leid. Schade. Aber ich hätte sogar nicht einmal mehr Bambusleitung, also mit der 50K-Leitung soll jetzt eigentlich schon funktionieren. Ist natürlich jetzt die Frage, Lot im Haus noch irgendwas anders, irgendwas ober? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass es mir wurscht ist. So, drauf geschissen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass ich am WLAN-Kabel stehe. Ja, das hat der Herr Hofbauer korrekt erkannt. Der Mari FC Bayern. Habe die Ehre Bürger, habe die Ehre Mari FC Bayern. Bei mir geht's. Beim Johannes geht's. Machen wir ein hartes Schweinsbraten. Kim sowieso. Twitch funktioniert alles super. Ja, dann spackt YouTube vielleicht gerade ein bisschen rum. Also bei mir läuft mein Stream ja auch nebenbei. Ich sehe das, was ich an euch quasi ausliefert. Da läuft alles flüssig. Vorher hat es ganz kurz einmal gekinkt. Habe ich auch gesehen. Aber ich war mir nicht sicher, ob das an mir liegt oder was auch immer. Keine Ahnung. Also ist das mir dazu einfach das, was soll ich machen? Was soll ich machen, um das in den Wörtern meiner Lieblingsnachbarn zu erzählen? Irgendjemand, ja, weiß das eh. Hey Birger, rumpelt's bei euch zu Landau auch so? Noch nicht, aber vorher ist gerade, ich hab da hinten natürlich jetzt alle Rollo zu, damit da herin meine nagelneuen Studioscheinwerfer, die ich mir geleistet habe, dank eurer Unterstützung, ja. Ich hoffe, dass das Beitel ist jetzt auch mal ein bisschen besser. Ich glaube schon, dass es ein bisschen besser ist. Jetzt muss ich da mal schauen. Wahrscheinlich schaut es kein Matt nicht anders aus als sonst. Aber ist ja wurscht.
Das drehen wir jetzt ein bisschen zurück, so, speichern, okay. So, also keine Ahnung, ich habe den Eindruck, das Battle ist besser, liegt wahrscheinlich am Licht. Man sieht das wahrscheinlich in meiner Brille, spiegelt sich das. Das ist ein riesendrum, sehr angenehmes, weißes Licht und deswegen schaut das Battle jetzt hoffentlich auch mal ein Stück besser aus. So. Der Kabertringer fragt mich, ob ich einen Fotzen-Erwin kenne. Ja, natürlich kenne ich einen Fotzen-Erwin. Da hat der Herr Vollgerät wieder mal einen Geniestreich auspackt. Was ich geil finde, ist, ich kann euch natürlich jetzt viel erzählen, also ist eh klar, aber ganz ehrlich, ich habe schon mal genau mit demselben angefangen. Der hat natürlich nicht Fotzen-Erwin geheißen, aber vor einem Jahr oder so, wo ich das erste Mal GTA 5 überhaupt einmal Singleplayer durchgespielt habe, ja, ist einfach vor so einem Jahr das gewesen sein, bin ich auf dieselbe Idee schon mal gekommen, da draus was zu machen, nämlich halt synchronisieren, und hab's aber dann nie da. Hab's aber halt einfach nie da. Warum ich das nie da hab, weiß ich auch nicht, ich hab dann keinen Bock mehr gehabt. Wir haben dann übrigens einmal geplant gehabt, das war ziemlich genau vor einem Jahr jetzt, im April vor einem Jahr, bevor der Sommer angegangen ist, dass wir einen Film machen oder eine Webserie machen auf Borisch, aber so gut wie es geht. Also mit dem uns zur Verfügung stehenden Equipment, nämlich gar keinem. Und das einfach so gut zu machen, wie es geht. Und so, dass mein Freundeskreis so quasi sagt, der schaut sich das an und sitzt da und denkt sich, wow, leck, schaut das gut aus. Das war einmal so ein Plan. Und da hätte ich gern, weil das auch gerade 3 Charaktere waren, GTA 5 auf Borisch in einen Film verpackelt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Die Idee ist aber schon wieder fast verflogen, leider Gottes, weil nämlich dann How to Lebercast gekommen ist. Und dann haben ungefähr, nicht bloß ungefähr, Moment, das findet man ziemlich genau aus, dann sind von euch bis heute ziemlich genau 31.522 Leute hergekommen und ich habe keine Zeit mehr gehabt dafür. Ja, es war da was vorbei. Hat es ja keine Webserie nicht gegeben, hilft nicht. Damit wir die machen können, kannten, müssten ich und ein Handvoll Kumpels alle arbeitslos sein und oder noch viel mehr Geld verdienen mit egal irgendwas, dass wir den ganzen Tag da können, was wir wollen. Dann darf es das geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ein bisschen relativ gering, würde ich sagen. So, machst du eine Sportart außer schnell liegen? Ja, can you do this? Also man konnte es schon als meine hauptsächliche Beschäftigung sehen. Ansonsten mache ich nicht mehr recht viel Sportarten. Nein. Erstens habe ich keine Zeit, zweitens habe ich keinen Bock, drittens habe ich keinen Bock und ich glaube, ich habe keinen Bock. Naja, ich bin einmal relativ viel, das war die einzige Sportart eigentlich, die noch nicht so lange her ist, Snowboard gefahren. Ja. Ich fahre mittlerweile fast nicht mehr. Ich war jetzt schon das 2. Jahr nicht mehr beim Snowboard fahren und nach dem 2. Mal sage ich ganz ehrlich, oh, jetzt haben wir Gewitter. Gewitter! Da muss ich jetzt tatsächlich einmal, leider Gottes einmal schnell schauen, ob ich schon die Tür zugemacht habe, weil nicht, dass da jetzt einer rennt und der Hund, den trifft der Blitz. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Gut. Hat sich alles schon wieder erledigt. So, hey, der Fug, ihr habt's Gewitter, bei uns ist saugut's wieder. Ja, schau mal aus dem Fenster aus, da kommt sicher eine schwarze Wolken daher, dass du sagst, Kruzifix. Jetzt gerade hat's das erste Mal donnert, das habe ich sogar durchs Headset durchgehört und daher normalerweise überhaupt nichts durch. Ja, so. Hey, Birger, mach mal bitte ein Auto-Bauwagen. Steht auf der Liste, aber momentan ist tatsächlich alles so ein bisschen zeitlich geplant, wann kommt was. Ich bin ja schon ein bisschen vor Rodro, also ich sag so viel, das neue Video, das nächste Woche am Mittwoch kommt, ist schon gemacht. Ich sage euch aber nicht, was für uns das ist. Es ist auf alle Fälle entweder das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, oder das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich weiß es nicht. Am Anfang bin ich aber sehr zufrieden mit meinen Videos. Wenn es dann eine Woche alt sind, schaue ich mir das dann nochmal an und denke mir so, was hast du denn da denkt dabei? Das hättest du viel besser machen können. Gewitter! Wo? So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schaut's aus? Wir haben 360 Leute. Also offensichtlich hat sich der Stream wieder gefangen. Ich hoffe, dass es jetzt alles ein bisschen besser geht. Und das How to Schnackseln mit dem Schnacksolotl als Special Guest natürlich kommt, das brauche ich nicht verzeihen, oder? So. Hey Birger, bist du ein Fußballfan? Nein.
mich fragen, ob ich so viele Leute 60 oder Bayern, dann sage ich natürlich, Bayern ist blau-weiß und nicht rot-blau. Sehr klar. Aber so ein richtiger, ich sitze jetzt Wochenende da und verfolge Fußball, bin ich nicht. War ja als Bub. Ja, als Bub war ich recht fußballnarisch. Das ist ja bei uns im Lande immer irgendwie so, dass man. Das war ja so eine Sportart, die ich, glaube ich, 10 Jahre betrieben habe. Aber sonst schon nichts auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ansonsten, ich weiß es auch nicht. Geht's euch gut? Der Kamikaro 1000 fragt, wie war jetzt mit nur einem Preisen-Video? Vielleicht heißt es sogar so. Psst, ich hab nichts gesagt, was? Birger, der Chat im Video stimmt nicht mit dem aus dem YouTube überein. Was ist denn da los, hey? Natürlich stimmt er nicht mit dem in dem Video überein, weil da eine kleine Filterfunktion drin ist, die nicht jede Nachricht übertragt. Plus, dies da geht ein bisschen langsamer, dass man das auch lesen kann, als der Original-Chat in YouTube, weil wenn dann mehr wie 300 Leute da sind, wo immer mittlerweile mehr als 300 Leute da sind, kann das keine alte Sau mehr da lesen. So, der Muck hat Feierabend. Das ist natürlich eine cremige Sache, ne? Langsam aber sicher denke ich mir so, ich kann mir mal ein neues Mikrofon kaufen irgendwie. Das ist schon ziemlich anreidig und abgefuckt. Ich hätte sogar eine rote da oben und umeinander liegen, aber das gehört am Kumpel und ich mag es ihm nicht verkratzen. Tanja97. Grüß die Birger, grüß die Tanja. Auf Twitch. Der MC Felix MC. Was jetzt? MC Felix oder Felix MC? MC, sag ich übrigens auch gern. Kennt ihr eigentlich irgendjemand nur einen Peter MC? Kennt irgendjemand einen Peter MC? Kennt den noch jemand? Also ich bin mir nicht, ich glaube, ein Peter MC kennt keiner mehr. Das ist wirklich so alt, dass du einen Vogel kriegst. Muss ich euch jetzt einmal schnell sagen. Habt ihr euch überhaupt schon Fragen für einen Chris ausdenkt? Das ist mir das Allerwichtigste. Wir haben heute einen Special Guest, nämlich einen Herrn Kläuber Chris von Trachtman. Der Trachtman-Zeichner. Ich hoffe, ihr habt das Video alle gesehen. Habe ich vorher schon mal kurz erklärt, aber dann ist ja der YouTube-Stream abgekackt. Weiß ich nicht, was da los ist. Was sagt da eigentlich der Schnacksolotl dazu? Achtung. Schnacksolotl to your face. So. Das ist quasi die Schnacksolotl-Brille. Das ist die neue. Die ist brutal, Alter. Da geht's ganz anders. Jetzt pass auf, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob es einen Peter MC noch gibt. Peter MC. Peter MC, Sommer featuring Funky Torben. Peter der Treter. Jetzt pass auf. Achtung. Schauen wir mal schnell auf den Monitor. Haben wir die Kamera auch? Warum haben wir da keine Kamera nicht? Hallo, Kamera. Warum ist da keine Kamera? Hallo. Kamera, Videoaufnahmegerät, ja, da ist eine Kamera, okay, die nehmen wir wieder zurück aus. So, das nehmen wir jetzt da oben, damit man da wenigstens ein bisschen was sagt. Jetzt passt so. Das ist der tighteste Shit ever. 2002. Oh yeah. Vielleicht hat das eine oder andere geschulte Ohr gehört, das ist von 2002. Dieser Track ist für alle, die an mich geglaubt haben. Yeah. Ich bin gewachsen, dann wurde ich alt. So ist das halt. Ja, okay, seien wir uns ehrlich, der Peter MC, es gibt lustigere Sachen. So, weiter im Programm. Keine Ahnung, das ist, 2002, da war ich noch sehr jung und hab das lustig gefunden, aber wie man sagt, der Humor hat sich geändert. Ich hätte eigentlich nach Peter MC, Peter MC, Peter MC, Peter MC, Peter MC, Peter MC. Also Peter MC ist wirklich brutal, da kriegst du den kompletten Schlaganfall. Der Birger hat einen lassen wie ein Panzer geschossen, aber da brauchst du nicht grausen, der kommt frisch von der Jausen. So ist das also. Blumentopferde. Habe die Ehre, auch wieder am Start, habe ich schon gelesen. Rat's mal, wer sich Trachtman 1 und 2 gekauft hat. Der Captain Smooth, wahrscheinlich. Nimm jetzt halt einfach einmal ganz... Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Dannarische. Welcome to the Vollbier Squad.
Merci für dein Sponsoring. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, die meisten wissen, was los ist. Kann man mir bitte für den Narischen den Chat explodieren lassen und sagen, habe die Ehre, der Narische. Willkommen beim Vollbier-Squad an dieser Stelle und wirklich vergeht's gut. Der Chat eskaliert mir zu wenig, der eskaliert mir zu wenig. Hier, Der Golasep schreibt 2002, da war ich 1. Ja. Ich hab mir schon gedacht, 2002 ist zu früh. Außerdem, das ist ja nicht mehr, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. So mag ich das. Da, hier wird eskaliert. Der Narischer, Dervus. Dervus ist eigentlich ein ziemlich interessantes Begrüßungsmittel. Ab jetzt wird eingeführt, jetzt heißt es nicht mehr Habidere oder Servus oder Grüß dich, sondern es heißt Dervus. Dervus miteinander. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sillars Ingame fragt mich, ob ich Österreicher mag. Hallo, ihr habt meine Lieblingsnacht. Was ist denn los mit dir? Okay, noch einer hinten neu. Mr. Gentleman, Mr. Gentleman, Mr. Gentleman, Mr. Gentleman. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützerschaft im Namen des Vollbier-Squads. Herzlich willkommen beim Vollbier-Squad. Tja, damit wir was zum Tor haben, ich hoffe, dass ich jetzt nichts erklären muss, ich möchte einen Chat explodieren sehen mit einem Dervus, Mr. Gentleman. Dervus. Dervus. Und natürlich A&I, vergeht's gut. Ich sag's euch ganz ehrlich, irgendwie ist mir der Chat hier. Dervus, Herr Gentleman. Dervus! So, ich glaub, wir haben da einen kleinen Meilenstein erreicht gerade. Mit dem Gentleman im Boot. Ja? Hier, jetzt pass auf. Da muss ich kurz genauer nachforschen, bevor ich einen Schmarrn verzeihe. Community, Vollbier Squad, Unterstützer 30. Wir haben den 30. Unterstützer geknackt, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist wirklich krass an dieser Stelle. Das ist quasi wie die Twitch-Subscription. Wir reden mal jetzt mal kurz drüber, weil ich es da muss, weil viele wissen es gar nicht. Und so viele Leute auf Twitch fragen mich immer, warum kann ich da keine Subscription da lassen? Herr, danke! Danke! Was da los? Vergeht's gut. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist wieder gut. Also, der Burner bist schon. Julia aus Lalling. Vergeht's gut. Mach weiter so. Der Burner bist scha. Scha. Erst einmal merci natürlich und vergeht's gut. Da muss ich jetzt natürlich mal kurz nachfragen, wo die Julia, man kann spekulieren so, was Richtung Eicherdorf. Von mir aus Richtung Eicherdorf, da Songs scha anstatt Show. Ja, haben wir wieder bei den kleinen Unterschiede zwischen das eine Dorf hat den Dialekt und da ein paar andere Sachen und das andere Dorf 5 Kilometer oder 10 Kilometer weiter hat schon wieder einen ganz anderen. Völlig verrückt. Die spinnen alle, die saufen ja, aber erst ab Mittwoch, also wurscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo waren wir gerade? Ja, bei der Unterstützerschaft wirklich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Das ist quasi die YouTube-Subscription, wie die meisten auf Twitch kennen. Das ist was, ihr spendet da 5 Euro im Monat und das regelmäßig so lang, bis es wieder kündigt. Das ist wirklich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich nochmal ein Hauseck brutaler wie fast, weil ein paar vollgasnarische Donations haben wir auch schon gehabt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil man das sagt, ihr habt wirklich Bock auf die Scheiße. Und ansonsten darf das keiner machen und das ist halt geil. Und da haben wir jetzt gerade den 30. erwischt. So viele Leute fragen mich, wo das geht. Das geht normal auf YouTube nicht. Das geht, wo sind wir? Auf YouTube Gaming. Das heißt, wenn du am Handy zuschaust, geht es nicht mit der normalen YouTube-App, sondern nur mit der YouTube Gaming-App. Da kann man dann auf Unterstützer werden drücken, dann geht das. Am PC geht es auch auf ein normaler YouTube. Da ist so ein grüner Knopf über dem Chat. Und ja, ich glaube, der Villa de Bavaria, der Mod in diesem Haus, übrigens seit letzter Woche oder vorletzter Woche, merci übrigens einmal auch an die für deine Arbeit und jetzt mal da sein und dir die Scheiße da geben. Regelt den Shit.
und erklärt euch das auch gern, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so. Er schreibt es alle 5 Mal. Wichtig, mir ist wichtig, dass ihr wisst, was von diesen 5 Euro im Monat bei mir ankommt. Nämlich leider natürlich nicht alles. Ein Teil palt sie YouTube und ein Teil wird an mir auszahlt. Und das sind so um die 3 Euro, die da bei mir ankommen. So, der Pirat Fox schreibt, Birger, hast du einen O-Bundle-Tipp? Bin heute auf der Landshuter Duit. Ja, da gehst du hier und sagst, Entschuldigung, magst bei mir schlafen? Ich hab mir nämlich ins Bett geschissen. Das haut 100%ig hin. Wenn die Alte lacht, kannst du es mitnehmen. Wenn's so macht, dann ist es nicht die richtige. Also kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute einen Special Guest. Special Guest haben wir heute. Und zwar, wie es der Videotitel und das Bild schon verrät, ja, haben wir heute den Zeichner vom Trachtmann, einen Gläuberchrist, zu Gast. Beziehungsweise ich hab ihn zu Gast. Oder ihr habt ihn zu Gast, wie auch immer. Und ohne euch darf es den Stream nicht geben. Der Flo in the Ho fragt mich, wie viel wiegst du? Über 100? Nein. Nein, ich wieg nicht über 100. Mach ich so einen gewamperten Eindruck? Nein. Oder? Ich meine, Fight nicht bis 100, aber 100 wiege ich nicht. Hab mich aber auch schon lange nicht mehr gewogen, wer weiß das schon. Kannst du einmal Sachen vom Trachtmann verlosen? Das ist eine gute Frage, das müsst ihr aber nicht mich fragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt, ich würde sagen, in 5 bis 10 Minuten schalten wir, oder in einer Viertelstunde sowas, schalten wir mal einen Christ dann langsam zu. In der Zwischenzeit könnt ihr hier, wenn ihr Fragen an ihm habt, so haben wir uns mir das gedacht, könnt ihr das euch gern ausdenken und ihn dann stellen. Ich lese ihm die vor und er beantwortet euch die dann. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben noch was vorbereitet, nämlich haben wir uns gedacht so, es interessiert nämlich auch mich, also ich schaue da auch gern zu, vielleicht schaut sie es dann auch gern zu, das werden wir dann schon herausfinden, ob sie gern zuschaut oder nicht. Ich werde das auch versuchen, ein bisschen zu kommentieren. Nämlich, er zeichnet ein Team-Up für uns live. Er übertragt das an mich und ich übertrage das dann an den Stream. Wir live ein Team-Up mit dem Trachtmann und jetzt kaputt gegangen. Ein Team-Up mit dem Trachtmann und mit dem Massimo. Er hat da schon ein bisschen was vorbereitet, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann. Und da werden wir ihm dann zuschauen. Und ich glaube, dass das ganz interessant ist. Und währenddessen könnt ihr natürlich Fragen stellen und wir werden uns weiter unterhalten und weiß das eh. Weiß das eh. Frau Gwald ist eingetroffen. Einen wunderschönen guten Tag. Was ist da los? So, bin jetzt auch da. Ich habe die erste Stunde vom Tanzkurs überlebt. Da kann ich nicht mitschmerzen. Ich habe mich beim Tanzkurs geweigert. Der Herr Gurko ist auch wieder am Start. Grüß dich, Birger. Ich bin auch wieder dabei. Sonnige Grüße vom Ammersee. Da darf ich jetzt auch gerne liegen. Sag ich dir, was ist. Bullet in the ass. Franziska. Vielleicht weiß jetzt bald einmal irgendjemand, wo ist ein Heisel? Keine Ahnung, keine Ahnung. Da ist ja wieder der Weißbier sagt, ja? Vielleicht sagt er das, weil es Weißbier heißt. Heute noch kommt einer auf ein paar Heiberl. Aber Heiberl, auf Rallye. Ja, also meine ganzen, hier, kennst du Lord und Schlumpfi? Ja, kenn ich. Die machen aber nichts mehr. Verstehen Sie? Ja. So. Hey Birger, hast du einen zweiten Fotzen? Ich hab ihn schon gesehen. Ja, ich habe alle 2 Fotzen. Ich hab ihn schon gesehen. How to Schnupfer, Birger, steht ebenfalls auf der Liste. Aber dauert auch alles noch ein wenig. Wir haben ja jetzt über den Sommer so viele Events und so viele Themen, die wir direkt ansprechen können. Ich sag bloß Mai. Was kann da vielleicht Sinn machen, was für ein How-To das wir machen. Nächste Woche kommt übrigens auch ein neues Video für die jetzt gerade neu zuschalten und die nicht mehr da sind und die jetzt wieder da sind oder was weiß ich nie. Ist es Heisel... Das ist gar keine so eine schlechte Überlegung. Ist es Heisel nicht die Allianz Arena? Haus im Wald kann's Heisel sein, so hat's mal wer genannt. Na, also ich glaube mit der Allianz Arena sind wir mit dem Heisel schon ziemlich nah.
Also der Michael fragt mich, gibt es was Neues bezüglich Fan-Treffen? Nein, eigentlich nicht. Es war viel zu früh angekündigt, da müsst ihr euch tatsächlich noch eine ganze Zeit gedulden, bis es soweit ist. Ich melde das aber natürlich früh genug an, mache ein Video drüber, im Stream schmerzen wir drüber, lalelu. Ist aber klar. Ja, je mehr Leute, ich möchte ja das Leid kämen. Das werde ich nicht einfach so machen und kann was sagen. Das war irgendwie Themaverfehlung. Wer ist denn der Special Guest jetzt? Herr Feib-Promo. Sollen wir mir mal langsam aber sicher schauen, wer der Special Guest ist? Oder was meint ihr? Ich kann überhaupt nicht sagen, wie lange das dann überhaupt dauert. Wir haben auch nur so gut wie nicht vorbereitet, sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen werden wir jetzt nochmal einfach schauen, was passiert. Ich rufe ihn jetzt einfach einmal an und schaue, ob er da ist. Wenn er da ist, ist er da. Wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Er ist wieder da, hat er mir geschrieben. Passt alles also. So, also das Mikrofon funktioniert auch. Ich hoffe, dass jetzt der Chat natürlich nicht und der Stream nicht abkackt, weil hier Übertragung da und hier und blub und weiß das was ist. So, wo ist denn der Telefonknopf? Es klingelt. Er ist da. So, warum sagt man jetzt da, was ist denn das wieder? Jetzt hallo? Guten Tag. Da ist er. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Battle da einer kriege. Ich hoffe. Warte mal. Flip. Da ist er. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ein herzliches Hallo. Bitte ein herzliches Hallo für den Herrn Kläuber, den Macher vom Trachtman. Grüß euch. Jetzt kommt er mit 99 Cent daher und macht alles kaputt. Meine schöne Vorstellung ist einfach im Eimer. Halt die noch eine. Kruzifix. Merci. Ja, ich komme daher und schmeiße. Er ist quasi mein finanzielles Kommst zum Ammersee, trink mal ein paar Bier. Also wenn ich mal zum Ammersee komme, dann kann man da vielleicht schon mal drüber reden. Vergeht's gerade an der Stelle übrigens. So, jetzt seid's freundlich. Also ist ja der am allermeisten leiden muss. Jetzt er schaut mit Sicherheit nämlich einen Streamer und jetzt hört er mir auch noch übers Headset. Mein Scheißdreck zum Labern und er nickt. Ja, dann sage ich doch bitte ein Derbus für den Herrn Kläuber. Ist aber klar. Der Freaky Lukas fragt mich, ob ich Weizen sag. Was sagst du zum Weißbier? Das ist immer die erste Frage, die mir einfällt. Ich sag auch Weißbier. Sechstes? Ich kenn keinen, der Weizen sagt. Ja, das ist bei uns genauso. Das ist bei uns wirklich genauso. Da sagt wirklich keiner. Gehst halt auf die Landshuter Duld. Na, ich gehe halt nicht auf die Landshuter Duld. Vergeht's gerade ans Vollbier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben so vorbereitet wie ein Stein. Der Kläuber ist jetzt da. Ich habe nichts vorbereitet, außer meinen Blätschmerz, den ich so außerhau. Jetzt hört's halt auf, wenn er da ist. Was, hört's halt auf jetzt? Ich will mich hier unterhalten. Witzigerweise, ich höre die Bockfurzen Apache nicht. Ja, also ich hoffe, dass du einigermaßen verschont bist von alle Töne und Dings. Das ist ja quasi das, was ich hier. Du darfst jetzt eigentlich hoffentlich bloß das hören, was durch mein Mikrofon durchgeht. Ich hoffe. Nein, ich hör sonst nichts. Jetzt muss ich mal schauen, ob da... Ihr dürft jetzt liebend gerne erst einmal Fragen an den Herrn Kläuber stellen. Ansonsten kann ich den Herrn Kläuber ja gerne einmal fragen, dass er aus seiner Sicht diese ganze Machenschaft vom Trachtmann einmal vorstellt. Was er da so macht, was es gibt, keine Ahnung, erzähl uns was. Ich weiß, das ist jetzt voll unfair, gell? Ja, hast mich eiskalt erwischt. Ja, dammit. Ich mach dir ein bisschen größer, pass auf, dann halt ich einmal mein Fotzen. Kruzifix, ich erwischt das Ding nicht. So, und ich schau bloß noch da so drüber und sag Hallo. Warte, ich mach den oberen Teil von deinem Kopf. So, warte. Ich kann mir eine kleiner machen, das geht nicht. Bist du zum Zeichnen gekommen, dass er eigene Comics zeichnet? Ja. Lisa ist wieder die einzig vernünftige Person. Ich weiß nicht, die anderen haben jetzt auch. Jetzt pass auf, ich lese davor. Lisa schreibt, Polymer90. Wie bist du zum Zeichnen gekommen, dass du auch eigene Comics zeichnest? Ja, gute Frage. Also ich wollte immer eigene Sachen zeichnen. Also hat halt eigentlich angefangen mit Sachen nachzeichnen. Also ich habe halt immer, also ich bin großer Comic-Fan und lese halt Batman und die ganzen anderen Superhelden-Krams und so weiter.
Und ja, dann habe ich mal halt angefangen, immer wieder Sachen nachzuzeichnen, abzupausen. Dann habe ich mal Zeichenbücher gekauft und boah, ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, so eigene Comics zu zeichnen. Wir haben eine Frage. Ich Ist versuch der das- Trachtmann von Ich am seh's grad, ja. radioaktiven Wolperdinger Nee, auf alle Fälle habe ich wissen dann hab ich Oder angefangen, in der warum Schule ist der dann, Trachtmann da ja, Trachtmann? so Comics zu zeichnen, so ganz grindige, so über die Lehre, über die Schule und so weiter. Und das war so quasi der Grundstoß. Und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht, habe für aufträgmäßig was gezeichnet und dann wollte ich dann halt selber auch Comics machen und rausbringen. Das ist so quasi die Geschichte dahinter. Halten wir das einmal an dieser Stelle fest. Jetzt muss ich ganz kurz erst einmal vergeht's gerade an den Gentleman, der fragt, ob der Trachtmann von einem radioaktiven Wolperdinger bissen worden ist. Oder wo er seine Superkräfte hat. Weil soweit ich das weiß, ich mag jetzt da nicht spoilern, aber so wirklich wissen, warum er kann, was er kann, tut man nicht, glaube ich. Ja, ich habe es einfach mit Absicht zurückgehalten, warum und weshalb er herkommt, weil ich das einfach noch nicht erzählen möchte, weil Bilger, das ich einfach nicht hab wichtig gestern ist. Scheisel Ich wollte gefunden. einfach Geschichten erzählen über einen bayerischen Superhelden, der Bayern umeinander turnt und ja, Leid gegen Bedrohungen rettet und so. Da kommen wir gleich zur perfekten nächsten Frage, weil ich hab jetzt leider nicht mitgeschrieben, wer die Frage gestellt hat, der darf auch gerne nochmal schreiben. Und zwar, warum ein fränkischer Bösewicht beziehungsweise Wissenschaftler? Ich glaube, das ist eine sehr unangenehme Frage, aber weiß das ja eh, wie es ist. Ah, na, unangenehm ist es nicht. Wenn ich jedes Mal einen Euro kriege, warum ich das so mache, dann war ich schon reich. Na, das war einfach, das ist alles mit Humor zu genießen erstmal. Das Die ist sehr Sache war, wichtig. als ich nach Bamberg gezogen bin, weil ich bin wegen meiner Freundin hergezogen und das ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist halt in Franken. Und diese Rivalität zwischen Franken und Bayern ist mir noch nicht so ganz bewusst gewesen. Und das habe ich dann das erste Mal gemerkt, als ich dann tatsächlich mit Dialekt unter die Leute gekommen bin und so weiter. Und dann bin ich schon so leicht angefeindet worden. So, und ich habe mir dann auch gedacht, so, die reden alle so komisch. Die sagen, anstatt Semin, sagen die Semmler, Brötler, alles hört mit La auf. Und dann habe ich das schon so mitgekriegt, irgendwie, die Franken und die Bayern verstehen sie nicht so gut. Und das wäre halt der perfekte Aufhänger gewesen, dass ich halt sage, ja, ich mache einen fränkischen, bösen Wissenschaftler, der irgendwie das Fränkische Reich wieder erheben möchte, beziehungsweise sich von Bayern trennen will und so. Aber wie gesagt, das ist alles mit Humor zu genießen und ist auf keinen Fall bestmont. Das glaube ich, ist ziemlich genau erklärt und vielleicht merkt auch der eine oder andere, dass sie da tatsächlich was dabei denkt worden ist und dieser fränkische, möglicherweise, ja, dieser fränkische böse Wissenschaftler, man sollte das vielleicht nicht so ernst nehmen, ja, also keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich dass ich das überhaupt sagen muss, ist schon irgendwie seltsam. Ansonsten, jetzt pass auf, jetzt hat irgendjemand noch, ja, bitte, darfst du schon? Nee, das ist aber auch so, dass Dr. Fargo, das übrigens auch nur ein Spitzname von ihm ist, weil er heißt ja in Wirklichkeit anders. Aber das kommt später irgendwann mal vor. Weil in Heft 3 ist zum Beispiel ein anderer, beziehungsweise andere Schurken kämen davor, die sehr real sind. Und das sind die Google-Männer. Und die sind nicht erfunden. So, jeder, der jetzt irgendwie Google mal zur Hand hat, soll mal die Google-Männer googeln. Und ja, bitte derzt das. Also das falls sind richtig geile Schurken dann. Und Dr. Fargo kommt dann irgendwann später in den anderen Heften mal wieder vor. Also ist jetzt nicht der einzige. Ich versteife mich jetzt nicht auf das Thema Bayern gegen Franken, weil es ja irgendwann langweilig wird. Man muss auch noch dazu sagen, vielleicht, es gibt ja bloß 2 Ausgaben. Bloß jetzt in Anführungsstrichen, da steckt ein Haufen Arbeit drin. Du brauchst, soweit ich das weiß, ungefähr 3 Monate für eine Folge. Folge 3 oder Ausgabe 3, Folge darf man da eigentlich nicht sagen. Ich weiß schon. Wenn ich irgendwelche Scheißbegriffe übrigens sage, dann musst du mich korrigieren, bitte. Es gibt ja, die 3. Ausgabe ist gerade jetzt erschienen. Wann hast du die gekriegt, die 3.? Die hast du gestern verschickt oder vorgestern? Na, Ausgabe 3 ist jetzt vom Drucker erst gekommen. Okay. Und wird dann nächste Woche an die Vorbesteller bzw. an alle Besteller halt verschickt.
Ja, ist vielleicht auch eine ganz interessante Information für den einen oder anderen. Nice to know. Nice to know, auf alle Fälle. Ja, kommt dann übrigens auch dann drauf die bayerische Übersetzung, die ich für ihn machen darf. Und wann die dann kommt, das lasse ich euch natürlich dann auch wissen in Stream und in Super. Video und was weiß ich. Ja, schauen wir mal, was das wird. Also ich habe es ja sowas noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, das kann ganz lustig werden. So, da jetzt schon das zweite Mal die Frage krieg mit, kann der Herr Kläuber richtig bayerisch schmatzen? Kann er nicht richtig bayerisch schmatzen? Liegt vielleicht daran, dass er aus Erding weggezogen ist und durch seine Arbeit sehr viel Hochdeutsch schmatzen muss, weil die Hamburger einfach nicht verstehen. Ja, das ist leider so. Ich versuche jetzt auch viel mehr wieder in Dialekt zu kommen, weil, wie gesagt, ich komme aus Erding und bin dann irgendwann später nach Erlangen gezogen und dann haben die Deppen mich nicht verstanden. Sorry übrigens nochmal, ich sage jetzt nicht, dass die Erlangen alle Deppen sind, aber als ich da gearbeitet habe, sorry, nee, also die haben mich halt alle nicht verstanden und deswegen musste ich halt Hochdeutsch reden und auch arbeitstechnisch rede ja viel mit Leuten aus aller Welt, also ich muss ja auch Englisch quatschen und Hochdeutsch auch, deswegen muss ich immer so hin und her switchen und ich brauche immer eine Zeit lang, bis ich wieder im Dialekt komplett drin bin. Ich muss auch sagen, wie lange haben wir jetzt Kontakt? 3 Wochen? Sowas? 4 Wochen? Irgendwie so? Ja, ungefähr. Und du redst innerhalb der 3 Wochen komplett anders als am ersten Tag. Das ist einmal das Erste, was mir auffällt. Ja. Also es war am Anfang, da war es sehr hochdeutsch angehaucht und jetzt ist halt, das wird schon. Wir müssen mal wieder zurück integrieren, hallo? Helft denn? So, irgendwo habe ich noch eine Frage gehabt. Was hast du da an deiner Hand? Das ist, viele fragen mir halt, ob ich mich da verletzt habe. Nein, das ist ein Zeichenhandschuh. Den benutze ich halt, weil ich habe hier ein Grafiktablett und das verhindert, dass meine schwitzigen Griffe da keinen Dreck hinterlassen. Also er hat sich nicht weh, auf alle Fälle. Das ist alles. Also, das ist einfach nur, damit halt kein Dreck auf dem Bildschirm kommt. Fürs analoge Zeichnen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Papier zeichne, dann mache ich meine Hand auch nicht dreckig, weil der ganze Tuschedreck oder der Bleistiftdreck im Handschuh landet. Muss ich halt auch regelmäßig waschen. Ja, ich kann mir vorstellen, wie lang zeichnest du da am Tag eigentlich im Schnitt? Das habt ihr noch nicht mal gefragt, das interessiert mich aber auch. Zu lange. Ja, das glaube ich auch. Hey du, ich hab da schnell einmal was zeichnet. Plopp. Und dann haut's mir ein Vogel aus. Er hat mir übrigens, das kann ich ein bisschen spoilern für den harten Kern, er hat mir auch für das neue Video, das nächsten Mittwoch kommt, hat er mir eine Kleinigkeit gezeichnet. Was er als Kleinigkeit wieder sagt, ich sag's nicht als Kleinigkeit. Und das hat was mit vielleicht am neuen Format zu tun. Vielleicht, das liegt an euch, das müsst ihr dann in Kommentare einschreiben. Es ist, wie gesagt, entweder die dümmste Scheiße, die ich jemals gemacht habe, oder ich habe ziemlich viele lustige Battle im Kopf, die da draußen entstehen könnten. Der Psycho-Banana schreibt, Frage an Herrn Kläuber, hast du einen Verlag oder machst du das selber? Ja, beides. Also ich habe einen Verlag angemeldet, also ich habe meinen eigenen Verlag und ich drucke alles selber, ich mache halt alles selber, ich mache von den Zeichnungen bis zum in Druck schicken alles selber. Also ich mache ja nicht nur Trachtmann und so und ich habe über 70 Hefte schon veröffentlicht und... Schau, das habe ich noch nicht mehr gewusst. Ja, siehst du. Und ist alles ganz normal angemeldet. Das ist wie ein anderer Verlag auch, nur halt in einer kleineren Dimension. Also ich bin jetzt nicht Panini oder Carlsen oder so. Aber im Grunde genommen bin ich beides. Also ich mache alles selber und bin Verlag. Und mein Verlag heißt Plam Productions. Ja, hab ich das im Trachtmann-Unboxing, habe ich das erwähnt? Ich glaube schon, einmal. Du hast es als Label bezeichnet, was auch richtig ist. Okay, ja. Ich kenne mich halt nicht aus, ich bin halt auch bloß ein Depp, hilft nicht. Jetzt pass auf, Julia schreibt, Chris, wenn's jetzt woanders lebst, also in Bamberg wohnt er jetzt, vermisst du irgendwas aus Bayern besonders? Ja, und zwar, ich bin es gewohnt von daheim, dass ich überall, wo ich hinkomme, an einer Händel, also ein Grillhändel, da komme ich immer drauf. Da brauche ich einmal umfallen und dann weiß ich, okay, da kriege ich ein Händel. Das ist hier nicht so.
Und ja. Ganz ehrlich, für das kurz eine Gedenkminute. Bitte stellen wir jetzt alle auf. Der Mann, der kriegt kein Händel bei sich daheim. Nein, das werden wir jetzt natürlich nicht. Aber, ja, also dir geht quasi... Der Vorteil ist aber am Bamberg, wir haben in der Stadt 7 Brauereien auf einmal. Ja, okay. Okay, touché. Das darf sich bei uns in der Stadt auf eine. Also wir haben eine Brauerei bei uns und die nächste ist dann so 5-6 Kilometer weg. Ja, gut. Na gut. Kommt ihr aus Bayern oder Österreich? Also da kann ich jetzt mal für uns beide kurz sprechen. Wir kommen beide aus Bayern, natürlich. Mein Vater kommt aus Österreich. Stimmt, da hast du irgendwas gesagt. Dein Pap kommt aus Österreich und dein Mom, Genau. glaube ich, aus Erding oder so. Niederbayern. Niederbayern. Das beste Übermenschenvolk. Ist das jetzt rassistisch, wenn ich das sage? Das beste Übermenschenvolk der Welt? Wahrscheinlich ist es rassistisch und ich kriege wieder einen Strike, aber es hilft eh nicht. Kommt drauf, wo wer zuhört. Jetzt gibt es wirklich wichtig, wer zuhört. Ja. Dann schreibt der Darth Talion was hat der Trachtman für Superkräfte? Also wer es ganz genau wissen will, auf trachtman.de kennst die Ausgabe 0 runterladen. Und da steht ein kleiner Steckbrief drin und da steht exakt drin, was er kann und was seine Schwächen sind. Also zum Glück hat er nicht so viele Schwächen. Aber so grob zusammengefasst ist er wie der frühe Superman, nur dass er nicht fliegen kann, weil er ist ein geerdeter Bayer. Das ist mir schon aufgefallen, das sagst du immer dazu, der Trachtmann ist ein geerdeter Bayer, er kann halt nicht fliegen. Aber hat er wirklich die Kräfte wie der Superman? Also ist wirklich, er kann einen Zug so nehmen, so flupp, und schmeißt ihn weg? Also menschlich stark, schnell, er kann hochhupfen und so weiter. Also, und je nach Biersorten kann er auch seine Kräfte aufleveln. Das Also, weiß ich. Ich überlege jetzt bloß, ich bin deswegen so leise, weil ich überlege, ich mag nicht spoilern, was passiert. Es ist ganz wichtig, er trinkt halt dann verschiedene Biersorten und kann dann halt für kurze Zeit so ein paar so Specials. Ja, also das Ding ist halt, ich versuche halt immer Sachen zu nehmen, die es auch gibt. Also in Ausgabe 1 trinkt er halt auch ein Bier, das es auch wirklich gibt. Zwar in einer Horst zwar anders im Heftel, weil aus Copyright-Gründen darf ich das halt nicht so nennen, wie es ist, weil ich habe auch nachgefragt und die haben danach gesagt, wir sind traditionell und Das ist sowieso was, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das für die meisten interessant ist, aber mit was für Sachen du da am struggeln bist, was du darfst, was nicht und so weiter, ja. Das ist ja sowieso völliger Irrsinn, also keine Ahnung. Was ich noch, jetzt pass auf, jetzt habe ich gerade lag mir die Frage noch auf der Zunge. Was ich ganz interessant gefunden habe ist und was ich ziemlich wir werden unterbrochen. Herr 4LEX. For Lex quasi. Das kann fast heißen für mich. 1 Euro. Vergelt's Gott an dieser Stelle. Was mich massivst interessiert hat oder fasziniert hat auch, du rennst ja da wirklich in Minga dann rum. Ich glaube, die erste Folge, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, ich mag nicht zu viel verraten, aber du bist in der ersten Folge, darf ich sagen, wo wir in der ersten Folge sind? Ja, mach ruhig. Befinden wir uns. Stimmt, aber das ist auch schon ein Jahr alt, aber ist ja wurscht. Die meisten, so viel haben sie das vielleicht gekauft, ich mag jetzt da nicht spoilern. Die spielt sich ab am Marienplatz in Minga. Und du bist doch da dann, du fährst da dann auch immer hin und fotografierst, wie das ausschaut und so und befasst dich da also mit der Geschichte, also mit alter Geschichte aus dem Mittelalter, mag ich schon fast sagen. Erzähl doch was dazu. So halb stimmt es, ja. Also ich versuche halt in jeder Ausgabe irgendwie eine andere bayerische Stadt unterzubringen. In Ausgabe 0 war es Erding, weil es klar war, weil ich da herkäme und so, wurde ja halt Erding nehmen. Ausgabe 1 ist München, zweite leider auch, aber das hat sich halt so angeboten wegen der Wiesn. Und Ausgabe 3 wird... Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ja. Weil ich über so ein Absagler bin gegenüber dem Oktoberfest. Ja? Also es bietet sich selbstverständlich aber an. Wann ist Ausgabe 2 gekommen? Da war gerade Oktoberfest, oder? Bitte, also direkt zeitgleich zum Start von der Wiesn ist das Heft für 10. September rum. Naheliegend, dass man das natürlich mitnehmen muss. Ja, ist aber klar. Allerdings befasst sie, muss ich auch sagen, das zweite Heft mehr mit dem Oktoberfest als alle Videos, die ich in meinem Leben jemals abgesagelt habe. Da wo ich wirklich sagen muss, das kann man schon lassen. Ich hab dich unterbrochen, Entschuldige. Naja, pass auf, passt schon. Und in Heft 3 bin ich ins Allgäu gefahren, in die Stadt Füssen. Weil es halt
dort spielt und so weiter. Ich habe mir dann eine geile Story ausgedacht. Neuschwanstein ist mit dabei. Und ich besuche halt immer die ganzen Städte und mache Fotos, einfach aus Referenzgründen. Und das Geschmackige bei der Münchner Ausgabe in der Heft 1 war, dass direkt am Marienplatz, das sieht keine Sau. Wenn sie am Marienplatz dann am alten Rathaus steht, dann ist auf der linken Seite, direkt am Eck, das Lindwurmeck. Und da ist direkt am Eck vom Rathaus ist ein kleiner Drache. Der klebt da quasi an der Hausfassaden. Und da gibt es ja Legenden dazu. Und die Legende, die habe ich mir quasi genommen und dann habe ich die halt in die Story mit eingebaut. So, damit ich halt ein bisschen Lokalkolorit noch mit dabei habe. Aber ich versuche halt, das alles als Setting zu nehmen und dass es halt nicht die Story überwiegt. Also das ist halt da, es spielt dort, nimmt ein paar Sachen noch mit rein, aber die Story, die ist halt natürlich dann eine andere. Also hier, keine Ahnung, im ersten Heft kämpft er gegen einen Saupreis. Was mich übrigens fast zerrissen hätte, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Er ist eine super Figur, nur hat es mich O-Cast da und da ein riesen Wildschwein zu zeichnen. Mir hat er ein bisschen an Rock, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wer der Rocksteady ist oder der Bebop war, ich weiß nicht mehr, wer die Sau war, aber ein bisschen an den hat es mich erinnert. Und was ein ultra geiles Detail ist, das vielleicht nicht sofort auffällt, weil wer befasst sich da damit schon. Der Saupreis hat eine preußische Kriegsuniform an, glaube ich, aus dem von auch dazu mal, keine Ahnung. Naja, hat eine Pickelhaube auf und so eine angelehnte Overall hat er an. Das ganze Projekt Trachtmann ist ja eigentlich mehr so eine riesige Hommage an das Superhelden-Genre und an die Bayern selber. Also das ist halt so ein Ding, du liest es und du hast Spaß dabei und das soll einfach nur ein Riesengaudi sein. Und das ist mal einfach das Wichtigste, dass die Leute darüber lachen können. Und da ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, dass ich da wirklich akkurat Superhelden-Anatomie benutze, weil, wenn wir ehrlich sind, meine Zeichnungen sind auch nur okay. Er ist da immer sehr bescheiden, was das so geht. Schnauze, sie sind gut. Warte mal. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Jetzt mal so war. Ich habe alles schon wieder in Folien eingedingst, da kann ich jetzt leider keine auszeichnen. Jetzt geht mein Headset schon wieder aus. Gibt sie fix. Ja. So. Wir haben noch eine andere Frage. Jetzt pass auf, dass mein Headset wieder hochspringt. Ich höre den nicht mehr. Moment. So, hallo. Jetzt, ja, mein Headset ist ausgegangen. Muss ich anstecken, hilft nicht. Und zwar, der Stiegler schreibt, was ist denn der Unterschied zwischen normalem und dem Spezialcover? Ganz einfach. Das normale Cover, das ist von mir. Das habe ich gezeichnet. Und das Variant-Cover, wie es heißt, ist von einem berühmteren, bekannteren Comiczeichner dann gezeichnet worden. Im ersten Heft ist es Zeichnerlegende Neil Adams. Kennt wahrscheinlich von euch keine Sau, aber... Außer die Leute, die sich vielleicht mit Comics auseinandersetzen, aktiv, richtig, genau. Die wissen das mit Sicherheit, wer das ist. Also ich muss dazu sagen, Neil Adams ist wirklich eine Koryphäe in Sachen Comic-Business. Der hat Batman damals vom Lustigen ins Ernsthafte, damals in den 70ern, 80ern gebracht, von den Zeichnungen her, und ist einfach ein Megastar. Und ich habe ihn halt geschrieben, einfach nur auf die Dinge, der antwortet mir eh nicht. Und dann dumm, wenn er dann doch antwortet. Ja, er hat mir dann aber auch als einziger geantwortet, weil ich habe mehrere auch geschrieben. Und der fand die Idee geil. Der fand den Charakter geil und dann hat er gesagt, ja, das machen wir. Und dann ist es halt dazu gekommen. Und dann habe ich mal gedacht, ja, dann führst du halt das Konzept da weiter. Heft 2 ist der holländische Zeichner Romano Molenaar. Der hat für DC auch ein paar größere Serien gezeichnet, wie Birds of Prey oder sowas. So ein Team-Up, wo Batgirl und Catwoman und so weiter dabei ist, glaube ich. Und in Heft 3 war es Dave Johnson, der auch Megastar ist in den USA. Und ich finde es immer super, wenn die Leute den Charakter abfeiern. Also die finden den Charakter von Trachtmann immer super. Und dann sind die Cover dann halt noch mal eine Spur geiler. Also dann siehst du halt wirklich, dass da halt wirklich das gut aussieht, weil man merkt, der versteht den Charakter. Versteht ihn schon, glaube ich. Also und weil ich halt die Leute bezahlen muss,
sind die halt etwas teuriger vom Coverpreis her. Stimmt, kommen wir vielleicht auch dazu. Was kostet das Variant-Cover? Vorher hat auch schon jemand die Frage gestellt, was kostet so ein Heftel? Die normale Version, also die ursprüngliche hochdeutsche, ganz normale Originalversion, kostet 4,90 €. Genau, man muss ja dazu sagen, dass die hochdeutsche ja nicht so 100% hochdeutsch ist, sondern da sind halt immer ein paar bayerische Begriffe drin. Ich meine, du hast es schon mal gesagt, du darfst es absagen, wenn du halt hier so einen deutschen Text liest mit ein paar bayerischen Begriffen drin. Ist aber halt so. Ist aber halt aus marketingtechnischen Gründen muss das halt so sein. Wenn der gemeine Hamburger oder Berliner dieses Comic liest, dann identifiziert er sich halt so, oder so wird ihm halt das Bayern suggeriert, wie er halt meint, dass er es kennt. Ist halt so. Ja, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, weil Schmarre, wir waren noch nicht fertig mit beantworten, und zwar, die so Variant-Cover sind halt ein Stück teurer, weil halt diese Zeichner auch ein Geld dafür verlangen, die machen das nicht zur Gaudi, müssen auch irgendwie das Wurst aufs Brot aufkriegen, und deswegen kostet das Variant-Cover, glaube ich, 8 €. Richtig. Oder? Ja. So, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ist vom Inhalt die deutsche, das kann eigentlich ich auch beantworten, glaube ich, ist vom Inhalt die deutsche und die bayerische Version gleich? Ja. Ja, also der Inhalt, da muss ich auch ganz dazu sagen, natürlich, wenn ich das jetzt vorstelle, viele Leute meinen vielleicht, ich hab da was damit zum Tor, no, nicht wirklich. Also die Geschichte schreibt er. Er zeichnet, er schreibt, er setzt es um und zeigt und klump. Ich krieg dann die fertige hochdeutsche dritte Ausgabe, und die übersetze ich ihm den Text textlich auf Bayerisch. Und versuche natürlich vielleicht irgendwo den einen oder anderen Blödsinn von mir einzubauen, wer weiß das schon, sofern das natürlich möglich ist. Aber ich kann jetzt doch nicht, ich kann die Charaktere nicht irgendwas anderes sagen lassen auf einmal. Das ergibt ja keinen Sinn. Also, keine Ahnung. Der Darth Talion schreibt übrigens, das ist vielleicht für die ganz interessant, Chris, kennst du die Sage von der Hex vom Wendelstor? War, glaube ich, ein gutes Thema. Weiß ich nicht. Ich habe es bestimmt in meinem Ordner drin. Ich habe nicht alles im Kopf, weil ich habe ein furchtbares Gedächtnis. Ich muss mal alles aufschreiben und ich kann mir nichts merken. Ich weiß auch gar nicht mal, warum ich hier drin bin, deswegen ich kenne es bestimmt, aber ich habe, wie gesagt, wenn man es mir nochmal vorliest, oder beziehungsweise wenn ich es mir nochmal durchliest, dann weiß ich es bestimmt, um was es geht. Ich sag auch ganz ehrlich, ich kenne die Geschichte von der Hex von Wendelstor kenne ich auch nicht. Ja. Der Herr Heini fragt, wie alt bist du? 25 plus. Herr Chris Kleiber, 25 plus, zeichnet gern Männer in Lederhosen. Der Vaper fragt, bekommt man den Trachtman auch woanders her? Ich weiß jetzt nicht ganz... Ja, ich denke mal, er meint außerhalb von meinem Shop. Ja, jeder Kurs bestellen. Also der Hugendubel ist ganz groß dabei in Minga, der stellt die und hat die im Lohn. Thalia auch, wie heißt der andere Buchland? Ruprecht heißt der die bestellen auch bei mir. Amazon jetzt nicht, das lohnt sich einfach nicht, wegen den ganzen Abgaben und so. Und das ist übrigens was, da sage ich jetzt nichts dazu. Ja, ich war der Meinung schon dazu. Ja, und auf jeder Comicladen kannst du abstellen, die brauchen mir nur eine E-Mail schreiben. Faul dazu, dass wir eine E-Mail schreiben. Aber ansonsten... Das ist ein Aufwand Level 9000, hallo? Stellt einfach entweder bei mir im Shop oder ihr kommt mal auf einer Comic-Con vorbei, wo ich mache, oder auf einer Signierstunde. Zum gratis Comic-Tag bin ich in Bamberg, sitze ich da, zeichnet und signiere die Heftel. Das ist übrigens das, was ich im Video vielleicht sogar erwähnt habe, aber im Video dann entweder ausgeschnitten habe oder ich habe es tatsächlich vergessen zu erwähnen. Er hat natürlich auch Facebook-Seiten. Ihr kennt euch, da bringt er immer News und Beutel und Zeug und Klump und alles, was es halt zum Trachtmann zu wissen gibt. Ihr könnt auf Facebook vorbeischauen unter Trachtman einfach fertig, beziehungsweise /trachtman.de und gebt einfach Tracht, Leerzeichen, Man ein und dann findet ihr die Facebook-Seiten, falls euch das interessiert. Weil ich das auch irgendwie mal gelesen habe ich mal was verlost. Auf der Facebook-Seite verlose ich auch immer welche. Also da verlose ich immer mal so Specials, zum Beispiel an Weihnachten habe ich früh verlost und so. Und gibt da halt auch immer die Specials zu Vorbestellungen und so weiter da an. Also Facebook ist eigentlich eine guter Auflaufpunkt für Infos. Ja, schaut nicht, also wenn euch das interessiert, könnt ihr locker mal vorbeischauen.
Was haben wir noch? Jetzt pass Obacht. Birger, der Alex F. schreibt, Birger, schämst du nicht ohne Trachtmann-Shirt dort zum Sitzen? Doch, habe ich mir vorher auch schon gedacht, aber ich muss sagen, die beiden Ausgaben, die er mir zugekommen hat lassen, liegen beide in der Wäsche. Ja, ich habe ja beide angehört im Video, das hat auch hoffentlich ja jeder gesehen. Deswegen habe ich heute keinen so, tut mir wirklich leid. Der Kingsway fragt mich noch, kriegst du für das Übersetzen ein Geld, Birger? Nein, ich mache das einfach so. Der Wilco Geld. Nein, möchte ich auch nicht. Eine Gegenleistung macht, was heißt Gegenleistung? Ich sehe das nicht als Leistung, es macht ja Spaß, ja. Ich mache das, weil es wahrscheinlich Spaß macht. Und weil ich meinen verdammten Namen einmal auf einem gedruckten Comic stehen haben möchte. Das Life Goal reached, sage ich dann. Das, was er allerdings, was der Chris für mich macht, sind einfach ein paar so kleine Zeichnungen für mich. Von mir. Ich blende euch jetzt da einfach einmal schnell was ein. Herr Meier! Vergeht's gut, Herr Meier! Für den Fünfer! Wo früher einst die Leber war, ist halt a Minibar. Wagels Gott. wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Du hörst mich nicht mehr? Ja, ich hab hallo, jetzt? Hallo? Ich höre dich nicht. Jetzt? Wieso nicht? Nein. Verdammt. Moment. Jetzt? Jetzt. Weiß nicht, was jetzt kaputt war. So, also um das nochmal zum schnell sagen, wir haben da quasi, pass auf, wie blende ich das ein? Das haben die einen oder anderen von euch auch schon gesehen. Das sind sogar nicht Zeichnungen und Karikaturen von mir. Manche haben sich sogar schon ein T-Shirt davon gekauft. Wo haben wir da was? Da haben wir zum Beispiel das da. Oh, leck mir, Mosch, ist das groß. Warum ist das so groß? Was sind das? Das ist quasi das ist sogar die originale Druckdatei, wahrscheinlich sogar, deswegen ist es so riesengroß. Bei so wacht. Du musst es ja in meinen 600 dpi. Ja, damit man ein Videos einbauen kann. Ich hoffe, dass man das da sauber sehen kann. Da steht Franziskar in Schwarz, das hat er mit Sicherheit jeder schon gesehen. Das ist zum Beispiel eine Zeichnung vom Chris. Da zeichnet er mich und das schenkt er mir im Prinzip, schenkt er mir halt einfach. Und ich sage, an so einem Teil, da die wahrscheinlich 800 Stunden lang sitzen und dann darf es nicht ansatzweise so ausschauen. Und ich habe immer gemeint, ich kann ein bisschen zeichnen. Und er schüttelt sich das, so kommt es mir vor, so ein bisschen aus dem Handgelenk aus und bezeichnet das irgendwie als, es ist nichts Besonderes. Und ja, und genauso sehe ich das auch. Ich gehe halt her und übersetze ihm das. Und eine Hand wäscht die andere, keine Ahnung. Ich habe eine Kleinigkeit davon, er hat eine Kleinigkeit davon und das war's schon. Also da nicht jetzt meinen, dass er mich dafür zahlt oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich meine, ich kann euch natürlich viel verzeihen den ganzen Tag, das ist eh klar. Aber du willst doch nicht mein Geld. Nein, mag ich ja nicht. So. Der Herr Bayerhammer schreibt, Herr Kleiber, wie bist du auf die Figur vom Trachtmann gekommen? Naja. Ich wollte halt mal einen Superhelden-Comic machen. Und also ich wollte halt keinen Ami-Superhelden machen, was so, der in den USA rumhupft und Leute rettet, weil das ist langweilig, das hat 1000 Leute gemacht und so. Dann habe ich mir halt gedacht, so, machst halt mal was Heimatverbundenes. Sei das one, wenn du mich fragst. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, er muss eine Lederhosen tragen, wofür mich auch viele wir sagen mal so, Blade Oren so, der trägt den Lederhosen. Da sieht man ein paar Reviews dazu, die sich darüber lustig machen, aber bitte, soll er bitte in einem Overall rumlaufen oder ein Cape tragen? Also bitte. Ja, und so ist das halt da wirst du dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es ist was hat denn da jeder im Kopf, wenn ich mir jetzt nur fiktiv vorstelle? Denk einmal an einen bayerischen Superman. Hat doch jeder sofort das Beutel im Kopf, der hat eine Lederhosen noch und schluckt alle zusammen. Und ist würdig. Aus! Mehr gibt es da auch nicht zum Song. Ich weiß nicht. Alles richtig. Der KS Junior High hat eine interessante Frage, habe ich auch noch nicht gefragt. Gehst du mal ins Ausland für eine Ausgabe? Also, dass die quasi im Ausland spielt, nehme ich an. Ja, was heißt Ausland? Also außerhalb von Bayern, ja, mal schauen. Da hat sich auch Österreich ganz gut anbieten. Da mal aushelfen. Ja, vielleicht. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann ja. Aber wir haben zum Glück viel Städte, die ich auch bereisen kann.
Das ist wahr. Also, Fuder haben wir noch genug. Fuder ist noch genug da, ja. Frau Gewalt schreibt, komische Frage, aber wie ist denn der Christ dazu gekommen, dass er sich Haargrün färbt? Was man übrigens nicht sieht, weil der Kopf oben abgeschnitten ist. Und ein bisschen rausgewachsen sind sie auch schon. Ich habe keine Zeit gehabt, mir die Haare zu machen. Ja, mein Gott, ich weiß keine Ahnung. Ich habe keine andere Antwort erwartet, wie er weiß kann. Andy! Ich mein, vergeht's Gott. Warum 2,58 €? Kauft da a Leberkassemme. Das Ding ist halt, wenn du auf einer Comic-Messe unterwegs bist, musst du auffallen. Und so fällt man halt auf. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein bisschen was da damit zu tun, habe ich mir schon auch gedacht. So, scrollen wir mal durch. Was ist da los? Der Herr Sohm schreibt dort zum Beispiel auf die Erwähnung von Österreich natürlich, die Steiermark würde sich da anbieten. Also wenn einmal in Bayern Themen ausgeht, weiß das eh. Ja, mein Dad kommt aus der Steiermark, von dem her hat sie das auch anbieten. Ne, sagst du das? Jetzt pass auf, jetzt müssen wir noch ein bisschen durchscrollen. Wo kämen noch die Geschichten und die Ideen her? Fragt der Max der Quamper den. Ja, die kämen halt einfach, keine Ahnung. Ich komme das jetzt nicht, ich schneide es mal vor, weiß nicht. Jetzt hackt gerade das Mikrofon ein bisschen. Das ist tatsächlich was, das fragen mir auch immer viele, wie kommst du denn auf das und so weiter und so fort. Das ist was, das ist ganz schwierig zu mir erklären. Das kommt einfach. Das ist bei mir genau dasselbe. Ja, eben, also ich stelle mir jetzt nicht hier oder recherchiere oder sowas. Manchmal sind es einfach blöde Einfälle oder es kommt aus dem Gespräch raus oder sowas. Oder war nicht mal lustig, das und das so zu machen. Ja, und am Ende passiert das dann tatsächlich. Das kenne ich sehr gut. Wenn man dann einmal anfängt, irgendwie sich dann damit zu befassen und was draus zu machen zu wollen, dann kommen nochmal 100 Ideen dazu und dann wird das ein einziger Ideenmischmasch. Und die erste Ausgabe mit dem Saupreis hat sich eigentlich von selber geschrieben. Da bist du ja quasi, der Saupreis ist ja quasi die erste Ausgabe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da auch, mein erstes How-To oder die ersten 5, die haben sie bei mir auch von selber geschrieben. Das war einfach, da hieß jetzt da habe ich keine 10 Minuten braucht, um die Texte zu schreiben. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Man hat auch irgendwie, so ist es zumindest bei mir, kriegt einfach auch einen anderen Anspruch. Ja, also dann investiere ich mehr Zeit. Das muss noch besser werden wie das letzte und dann wird das halt immer mehr irgendwie. Ja, eben. So, was haben wir denn noch? Das Scarecrow oder die Scarecrow Pictures schreibt, kommen eventuell noch mehr Helfer oder Sidekicks wie Dirndl-Girl oder Brezenbur? Dirndl-Girl jetzt nicht, aber in Heft 2 wird was geteasert. Das stimmt, das weiß ich ja mittlerweile auch. Also es kommt noch jemand, was die aber dann... Oh, habe ich schon 2 Fragen wahrscheinlich. Ja, in Heft 2 wird was geteasert. Was die Person dann letztendlich für kommt die darf ich fragen, kommt diese Person in Ausgabe 3 schon vor? Nein, die wird wahrscheinlich erst in Nummer 5 kommen. Okay. Wie weit hast du da schon vorausgeplant? Ist Thema und so weiter für Ausgabe 4 eigentlich schon... Die 4 ist fix. Die wird jetzt... nach der Stuttgarter Con fange ich die wahrscheinlich auch zum Zeichner. Wann ist Stuttgarter Con? Juli. Das heißt, mit Ausgabe 4 kann man rechnen... September, ja. Ich wollte es eigentlich zur Münchner Comic Con bringen. Also jetzt so grob. Also verstehe. Ja. Was haben wir noch? Okay, habe ich noch nicht. Tracht mein Rand in Fortnite auf. Was tracht mein Rand in Fortnite auf? Warum denn das? Der Kingsway fragt, macht ihr zweimal eine Late-Night-Session zusammen? Das ist die Frage. Das habe ich dir auch noch nicht gefragt. Ja, ein bisschen haben wir drüber geschmerzt. Zockst du am PC? Wahrscheinlich eher nicht, glaube ich. Gell? Nee, ich glaube, da ist mein Apple aber auch nicht dazu ausgelegt, dass ich da zocken kann. Ja, das ist das Nächste. Du hast natürlich ein Apple-Dings. So, was haben wir noch? Gingen 2 Zahnstocher auf. Gingen 2 Zahnstocher am Berg auf. Einmal überholt ein Igel. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen, das wenig wusste, dass ein Bus auch geht. Das habe ich jetzt zu stockend vorgelesen, dass die Pointe umkommt. Das tut mir leid. Birger, nicht so viel spoilern. Ja, okay, heute schon mein Maul. Gut, fix. Ja, wir haben jetzt, pass auf, dann, keine Ahnung, haben wir noch irgendwelche Fragen am Start? Ich weiß es auch nicht. Hey, irgendwann kommt mal wieder ein Late-Night-Stream, der hat Sommerpause.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Samstag auf Nacht im Sommer habe ich was anderes zum tun. Da bin ich saufen. Ich muss auch irgendwann einmal saufen und mich mit Geschichten vollpumpen. Das tut mir ja ein wenig leid auch. So, wir haben aber noch was vorbereitet. Jetzt, pass auf, doch, da ist noch was, pass auf. Wenn wir mir echt den Axolotl verlosen, darf der Chris beim Fanarts vom Bürger zeichnen, aber nicht mit. sonst haben wir anderen keinen Scheiß. Das ist ja eh klar. Naja. Das lose ich dann aus. Das muss er auslassen, das hilft nicht. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du gut Comics malen kannst? Wie bist du da dazu gekommen quasi? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also du hast vorher was anderes gemacht oder bist du schon immer einfach Comiczeichner? Na, also ich habe ganz was Normales gelernt. Also ich bin Verkäufer. Also ich habe im Supermarkt Verkäufer gelernt. Und dann war ich jahrelang beim Subway angestellt als Sandwich Maker, keine Ahnung. Und dann habe ich dann halt so nebenbei immer so Aufträge gemacht, keine Ahnung, Logos und so eine Schmarrn halt, Illustrationen. Ja, und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ich schule jetzt um, habe eine Grafikerschulung gemacht, ganz offiziell, und ja, seitdem mache ich das jetzt auch hauptberuflich. Also ich habe dann nebenher auch noch bei der Tankstelle gejobbt und so, und dann habe ich mal gesagt, naja, scheiß drauf. Machst du Risiko und lebst du nur von der Kunst, und funktioniert da bisher ganz gut. Wie ist denn eigentlich deine Berufsbezeichnung? Wie nennt man das? Comiczeichner? Comiczeichner, Illustrator. Ah, ja, okay, Illustrator. Illustrator klingt realistisch. Das klingt ernsthafter. Es ist ja im Grunde, wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, ich habe ja auch diese 2 Massmo-Folgen, die alle hoffentlich kennen, vom Hartenkern gemacht, und natürlich haben die animiert, das ist ein bisschen was anderes natürlich, aber dennoch gehört das Zeug zeichnet, und es ist so beschissen für die Arbeit, dass da halt der Schädel platzt. Du musst halt, keine Ahnung, also deswegen mag ich gar nicht wissen, wie stressig wahrscheinlich das ist, ein ganz Comic-Heft. Wie viele Seiten hat so ein Heft? Die ersten 2 haben 24 Seiten, die dritte hat 28 Seiten. Nochmal 4 Seiten mehr. Ja. Ich mag gar nicht wissen, wie lange du dort sitzt. Also das ist echt... wie lange sitzt du dort? Das zum Zeichnen. Ich kann dir genau sagen, ich habe im Februar angefangen und bin vor 3 Wochen fertig geworden. Also gute 1,5 Monate, wo du nichts, da ist die Geschichte schon fertig. Wahrscheinlich ist sogar schon skizziert und so weiter, und du zeichnest dann, und das dauert 1,5 geschlagene Monate, wo du da sitzt und nichts tust außer zeichnen. Ja, so viel dazu. Der Kingsway fragt, warum trefft ihr euch nicht im Real Life? Weil wir uns noch nicht so lange kennen und weil wir noch nicht dazugekommen sind, das wird aber definitiv passieren. Auf jeden Fall. Da die sagen. Wie lange hast du für den ersten Entwurf vom Trachtman gebraucht? Wie meinst du jetzt vom Heft her oder das Design? Das Design, keine Ahnung, 2, 3 Tage, bis das mal fix gestanden ist. Ich darf ja immer noch sagen, so bis der Stil und so weiter sich mal eingegroovt hat, da brauche ich, glaube ich, noch so 2, 3 Ausgaben, bis ich tatsächlich diesen Superhelden-Look mal drauf habe. Bisher ist es immer noch so recht krude und cartoonig ein bisschen noch. Und, er ist schon wieder bescheiden. Ja. Aber ja, das Design an sich war innerhalb von 2 Tagen fertig. Also wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann ist die auch relativ fix. Es geht halt immer nur darum, wie ich das umsetze. Der Hut hat mich am meisten genervt. Das hast du mir auch schon erzählt, dass der den meisten Stress der Fußhut bereitet. Und er hat sich da, soweit ich das weiß, ja genau, er hat immer so einen kleinen echten Fußhut bei sich neben sich liegen, damit er, ich glaube, die Falten da oben drin, der Niner oder der Sechser oder wie er heißt, oder der Achter oder wie auch immer, der Sechser, glaube ich, heißt da oben drin, so diese Wurstelung da. Ja, das Ding ist ja, man muss erstmal mal hier loben, hier das ganze Merchandise, was zu Wiesen rauskommt, weil das war eigentlich so, da war so ein kleiner Haarreif drunter, dann hat man das auf den Kopf dran können. Aber das ist halt super geil zum Zeichnen, weil ich muss halt auch wissen, halt, wie schaut es von so aus, wie schaut es von so aus und so und so. Und da kann ich mir keinen echten Fußhut kaufen, weil erstens mal ist er zu groß und zweitens ist er scheiß teuer. Das ist halt
keine Ahnung, 2 Euro kostet, von dem her. Ja, da ist eine Fake kaputt und als Vorlage. Also Eben, ja. ist auch so, dass ich glaube jetzt nicht, dass die das noch relativ große Probleme bereitet, wenn du ein Comic-Heftel anfängst, das zum Setzen, weil du machst ja andere Comics auch noch. Das ist ja nicht, du hast ja nicht einfach, du bist nicht hergegangen von null und hast gesagt, ich zeichne jetzt Comics und ich zeichne jetzt einen Trachtman. Es gibt ja noch, die kenne ich noch nicht mal alle so wirklich, andere Comics, die du machst auch. Also du hast da so Videos online, wo du das ein bisschen erklärst, wie wird man Comic zeichnen. Das hat mir ich auch angeschaut und das erste, was du sagst, ist üben und üben, bis du kotzt. Und 100-mal dasselbe zeichnen und bis du kotzt und nimmer magst. Aber gut. Na, ist leider so. Jetzt habe ich da gerade eine Frage gelesen hier, wie lange es dauert, bis vom Shop Bestellung bis es zu Hause ist. In der Regel, wenn es lieferbar ist, dann ist er am gleichen Tag, kommt auf die Tageszeit an, wann du es bestellst, aber meistens wird es am nächsten Tag gleich verschickt und dann Post braucht 2, 3 Tage oder meistens ist es auch am einen Tag da und kommt immer darauf an, wie viel du bestellst. Wenn es nur Ohrheft ist oder 2, dann sind es innerhalb von 2, 3 Tagen da. Es kommt immer auf die Post. Manchmal ist es schneller, manchmal ist es nicht so schnell. Da habe ich keinen Einfluss drauf und ich habe auch keine Sendungsnummer dafür. Ja. Wo waren wir? Was haben wir da noch? Welches Getränk muss der Trachtmann noch saufen, damit er super schlau wird? Das lege ich mir dann vom nächsten Lateintest hin. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja unser Leben lang auf der Suche nach dem Bier, das uns alle gescheiter macht. Also das Helium auf alle Fälle nicht da. So, die letzte Frage jetzt, dann haben wir nämlich nur eine Kleinigkeit vorbereitet, die kann ich mich nicht einschätzen, wie lange er braucht, da fragen wir jetzt dann einfach, ist ja wurscht. So, die Lisa fragt noch, gibt es die ersten Teile auch auf Bayerisch? Der Shop sagt mir, das ist nicht verfügbar. Was? Muss ich gleich mal schauen. Die haben wir ja live da kann er ja direkt nachschauen. Das war jetzt natürlich der Super-GAU, wenn die Bayerischen, also die ersten 2 Heftel, das kann ja ich dabei beantworten, die ersten 2 Heftel gibt es auf Bayerisch, die habe nicht ich übersetzt, muss ich auch dazu sagen, das ist mir sogar ganz wichtig. Das wird man dann hoffentlich nämlich in Trachtman Ausgabe 3 merken, wenn die auf Bayerisch kommt, dass das dann ich übersetzt habe. Und ja. So viele Leute, die einer kommen, fragen übrigens, wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Natürlich kommen die ganze Zeit Leute, einer gängen wieder und so weiter und so fort. Das da unter mir ist der Gläuber Chris, das ist der Macher, Schreiber, Zeichner vom Trachtman, den ich euch am Dienstag vorgestellt habe. Und ich hab mir gedacht, so, weißt du was, dann steht heute diese Woche für den Trachtman, reden wir doch im Livestream drüber. Das haben wir sowieso noch nie so gemacht, das ist einmal eine kleine Besonderheit. Haben wir einen Gast bei uns, nämlich den Herrn Kläuber, der schon die ganze Zeit Fragen beantwortet. Und so, jetzt passt es wieder, weil der Shop hat einfach zu wenig drin gehabt. Ich glaube, ich kenne das Problem, weil ich nämlich bei uns in der Arbeit dieselbe Shop-Software benutze. Schreibe einfach 999.000 Stück ein, dann passiert sowas nicht. An die Lisa, die Frage gestellt hat, jetzt müsste die bohrische Ausgabe 1 und 2 müsste wieder verfügbar sein. So, dann als kleines Special hat mir der Chris angeboten, uns heute live etwas zu zeichnen. Was wir dann damit anstellen, da haben wir uns so kurz drüber unterhalten, das wissen wir selber noch nicht so hundertprozentig. Wir haben uns gedacht, das wird ein Team-Up mit dem Massimo. Jawohl. Und da, keine Ahnung, was schätzt du, wie lange du für das Braucher wärst? Das hätte ich dir vorher wahrscheinlich schon fragen sollen. Weil währenddessen versuche ich natürlich ein bisschen zu kommentieren. Vielleicht? Eine Stunde? Das heißt, wir werden immer wieder mal, wir schauen uns das am Anfang jetzt einmal ein bisschen an und dann werden wir alle 5 Minuten, 10 Minuten einmal wieder kurz vorbeischauen, was du da treibst, weil ich glaube, eine Stunde lang weiß ich nicht, ob ich das kommentieren kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Also, da muss ich... Herr Uncle! Mr. Uncle! Habe der Merci dir für deinen einen Schweizer Franken. Bist du, das frage ich jetzt mal, ich glaube, bist du wirklich eigentlich bei dir in der Schweiz drin? Ich weiß gar nicht, wie das als Schweizer Franken ist. Ich sag's euch, wie es ist. Welche Comics, die der Chris dir geschickt hat, hast du schon gelesen? Ich habe schon alle gelesen. Also ich habe nicht. Ich lese, die Comics an sich sind ja dieselben. Sie haben bloß ein anderes Cover. Musst sie alle lesen.
Okay, dann muss ich alle lesen. Habe ich schon verschissen. Also ich habe die bohrische Variante gelesen und ich habe die hochdeutsche Variante gelesen. Ich kann allerdings nicht mehr sagen, mit welchem Cover vorne drauf. Ich habe mir die Inlays von den Cover habe ich gelesen, die sind unterschiedlich größtenteils. Da haben dann... Das ist die bohrische Variante. Man sieht es da unten. Da muss ich drauf sagen. So, da. Da hat so also Bayern-Raute natürlich hinten da, ist ja eh klar. Wie die bohrische Variante ausschaut von Ausgabe 3, weiß ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber da werden wir dann wahrscheinlich übernächste Woche irgendwann einmal drüber schmerzen. So, jetzt ist die Frage, kannst du deinen Bildschirm switchen? Dann switcht nämlich eher aufs Zeichentablet und ja. Ach, da ist ja ein netter Kommentar. Was, wo? Das gibt aber auch einen Bann. So. Was werden die Abos angezeigt? Welche Abos werden angezeigt? Welche Abos? Momentan werden die Abos nicht angezeigt. So, er switcht jetzt gerade um. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Er hat da eine Kleinigkeit vorskizziert, die jetzt schon wieder weiter ist als vorher, so wie ich das gesehen habe. So, jetzt pass auf. Mal ein bisschen kleiner. So. Ganz ehrlich, mich würde schon interessieren, mich hätte das schon interessiert, wie du das da skizzierst. Sag ich dir ganz ehrlich. Das kann ich gleich umswitchen, das war die Vorzeichnung. Das ist so fängt man sowas an. Das ist krass. Keine Ahnung, fang einfach an zum Gageln, ich weiß auch nicht. Ja, also ich mach einfach. Du machst einfach, wir switchen mal um, wir werden uns ein bisschen unterhalten. Wenn ich dazwischen eine Frage habe, dann schrei ich einfach. Ja, schreien. Ansonsten werden wir uns da einfach jetzt ein bisschen unterhalten, was sonst so abgeht. Dass das natürlich nicht auf 5 Minuten fertig ist, das ist aber ja klar. Ja. Jetzt pass auf. Ist der Herr Willer noch da? Ich weiß nicht. Den RBZ Orange, den kann man bitte bannen auf Lebenszeit. Das war nett. So, ist der Linke der Bürger. Also das bin ich. Was ist denn das jetzt da? Ach du Shit, das ist auch wieder ein Schmarrn. So. Das war der YouTube-Chat. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Aber egal. Der Hü fragt mich, welchen Schulabschluss hast du? Also ich war ganz gepflegt auf der Realschule. Ich bin Hauptschüler. Ich habe einen Quali. Quali? Schau her, und den habe ich 3-mal probiert und habe ihn nicht geschafft. 2-mal habe ich ihn probiert. Stopp, dass ich nicht liege. Ich habe ihn 2-mal probiert. So, wir können jetzt mein Cam da grabben. Das wissen wir nicht. So, machen wir so. So. Habe die ihre Bürger durch die Wurst haut? Sag ich Mafakruss, habe die ersten. Welcher Hashtag Öttl? Was ist denn Öttl? Haben wir mir überhaupt heute schon Hallo zum Gilbert gesagt? Gilbert Ole. Nochmal danke an Lisa an dieser Stelle, die mir dieses wunderschöne Teil gehäkelt hat. Der Herr Kulzer, habe die Ehre, Bürger, Arbeit vorbei und nein, Bürgerstream. Perfekt. Herr Kulzer, habe die Ehre. Für alle, die da jetzt natürlich die ganze Zeit zuschalten und wieder rausgängen und nein dazu kämen und so weiter und nicht wissen, was ist da los. Wir haben uns jetzt gerade mit dem Herrn Kleubert unterhalten, den Macher vom Trachtman, das ich euch im Video vorgestellt habe am Dienstag, haben wir uns gedacht, hey, machen wir doch ein kleines Special einmal in einem Livestream. Warum nicht, wenn wir schon drüber schmerzen? Und haben wir Fragen beantwortet. Das könnt ihr euch im Nachhinein auch anschauen, wenn euch das interessiert. Das Video ist, wenn der Stream vorbei ist, online nochmal zum Schauen. Jetzt ist der Chris gerade dabei. Das ist quasi eine Übertragung von ihm an mich. Er zeichnet uns jetzt gerade live eine Sache. Ich hoffe, dass man das auch erkennen kann. Ich glaube schon, dass man es erkennen kann. Ich kann mir das ein bisschen größer machen. Wobei, er zeichnet da wirklich live umeinander. Das wird auf alle Fälle der Trachtman. Das weiß ich. Na gut. Es geht so verdammt schnell. Da bin ich wirklich gespannt, was das Endergebnis ist. Es wird quasi ein Team-Up mit Massimo. Trachtman auf der linken Seite, Massimo auf der rechten und beide schwingen offensichtlich einen Maskrück und es wird zaubertsbrutal, das sehe ich jetzt schon. Der Christian fragt mich, Birger, zockst du einmal wieder ein bisschen? Das ist eine gute Frage, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin sogar am Überlegen, ob wir mir einen ganzen Streaming-Monat einhauen. Und zwar kommt nämlich am 10. Mai, glaube ich. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir da mit diesmal nochmal wechseln. Machen wir so. Zack, das Böhnchen. Zack, das Böhnchen. Zack, das Böhnchen. Das machen wir ein bisschen kleiner, genau. So, man erkennt das eh ganz gut. Das lassen wir da unten einfach dabei laufen, was da so los ist. Der Kopf ist offensichtlich ja quasi schon vorskizziert. So wie ich das verstehe, modelliert er das da so zusammen.
aus Kugeln und Ding, die anatomische Stellung und so weiter und so fort. Dann wird es ein bisschen genauer gemacht, so rot vorzeichnet und dann kommt jetzt quasi Ebene 3. Geht es dann schon ein bisschen netter ins Detail und wenn mir nicht alles täuscht, geht es dann weiter mit den wirklich konkreten schwarzen Linien. Und dann wird es koloriert und dann ist es brutal. Dann schreibt der erste schon, der Raffi schreibt, das Ding muss auf ein T-Shirt. Weiß ich nicht, da muss man einen Chris fragen, weil das zeichnet er und mit mir hat es nicht so viel zum tun. Es ist ja ein Kollabo. Da können wir uns ja mal ausdenken. Aber was wir uns ausgedacht hätten, da ich ja die 3. Version auf Borisch übersetze und da dann das erste Mal so ein bisschen aktiv, ein bisschen was damit zum Tor habe tatsächlich, haben wir uns vielleicht gedacht, dass wir die ersten 20, 30, 40, 50, was weiß ich, aus 3. bayerischen Ausgaben signieren und vielleicht das da, was er da gerade live im Stream zeichnet, blablabla, das halt auch signieren, meinetwegen, und kostenlos dazu schicken. Als kleine, weiß ich nicht, Postkarten oder so. Das überlegen wir uns noch. Das verzeihe ich euch dann aber, wenn es soweit ist mit der dritten Ausgabe auf Bayerisch. Da muss ich mich mit ihm noch ein bisschen unterhalten, glaube ich. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oder was meinst du? Ja. Bist du noch da? Ja. Bin ich dafür, ja. Also man merkt schon, er ist halt hochkonzentriert jetzt gerade, deswegen bin ich da und schmerz einfach ein bisschen Blödsinn. Der Lucifer schreibt, wir lesen einen Trachtmann in der Schule als Deutschlektüre. Das finde ich geil, das finde ich auch geil, ja. Foto oder never happened. Stimmt, da muss ich eigentlich sofort dazu schreiben, bitte Foto machen. Oder es ist nie passiert. Das schickt es mir dann bitte an mein oder sein Facebook-Seitending. Und brutal. Das wäre echt geil. Der Adrian fragt mich, ob ich meine Terrasse schon zusammengerannt habe. Ja, tatsächlich ja. Haben wir letzten Samstag gemacht. Morgen geht's weiter. Der Herr Schweigi schreibt schon zum 40. Mal. Grüß Gott, Herr Birger, hab erst jetzt geschnallt, dass du live bist. Leider muss ich auf dem 6300er Steirer Traktor auf und der runden Mädels ausführen. Servus, viel Spaß da. Herr Schweigi, hau dir eine und reiß die Schnallen auf. Schweigi, wer fährt, führt. Das hat er recht. Der Marcel 1257 fragt, zeichnet er das mit der Maus? Also um Gottes Willen, wenn ja, dann ist er der liebe Gott. Natürlich das nicht. Das wären Master-Skills. das waren die brutalsten Skills ever. Also er zeichnet das nicht mit der Maus. Ich hoffe, dass wir das auch, können wir mal wieder einblenden. Er ist gerade an der Faust. An der Faust der Vergeltung. Ich hoffe, dass wir das da kann ich ein bisschen drüber schauen. Ich hoffe, dass wir das auch einigermaßen sehen können, wo er da seine Linien führt. Und was schon so krass ist, dass er jede Linie sitzt und ist da, wo es hingehört und nur noch brutal. Und es ist ja immer noch Vorkonzeptphase, so wie ich das verstehe. Also es ist ja noch nicht ansatzweise final. Schauen wir mal, was draus wird. Es bleibt spannend. Herr Adrian Neumeier schreibt, du bist echt der beste YouTuber. Zu viel des Lobs, ihr seid die besten Zuschauer. Was soll jetzt da noch sagen drauf? Ist aber eh klar. Was bin ich noch gefragt worden? Irgendwas ist gefragt worden. Stimmt, irgendwas mit WoW habe ich gelesen. Wirst das neue Add-on von World of Warcraft zocken? Selbstverständlich. Also ich zock jetzt Add-on von WoW und das bleibt dann leider Gottes aber auch bloß 1-2 Monate lustig und das war's dann. Stimmt, die Frage vorher, mehrer zocken. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir mir einen Streaming-Monat einhauen. Und zwar im Mai. Da kommt am 10. Mai, soweit ich mich erinnern kann, kommt Pillars of Eternity. Eternity, das bin ich für Depp. Pillars of Eternity. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein sehr, sehr oldschool gehaltenes RPG. Live-RPG, halb rundenbasierend, man kann quasi Zeit haben, es hat eine super gute Story-Code und den ersten Teil habe ich verschlungen und ich habe ihn geliebt. Und da sitze ich halt da und vergiss Zeit und weiß, dass was ist. Und da weiß ich nicht, da habe ich dann nämlich ziemlich viel Ausfall und sag mir jetzt schon, dass ich keinen Bock habe am Freitag zum Streamen, keinen Bock habe am Samstag zum Streamen, weil ich halt zocken möchte. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht schalten wir da einen Dauerstream ein. Wenn ich das spiele, das ist halt die Frage, das ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, das ist halt ein sehr trockenes Spiel. Ja? Ob das zum Zuschauen so super geil ist, weiß ich nicht. Und da darf ich dann zum ersten Mal anbieten, das dann nur auf Twitch zum Streamen. Kann passieren, muss aber nicht. Schauen wir mal.
Judith Host schreibt, Servus Birger, immer wenn's uns fad wird, schauen wir deine Videos. Merci, du rettest immer die Stimmung. Ja, wenn das nicht einmal das schönste Lob ist, was ich heute gekriegt habe, das freut mich natürlich. Dann immer weiterschauen. Wo sind wir? Knusperbrot, das ist kein Spiel, das ist ein Kindergarten. Was ist ein Kindergarten? Da geht es mit Sicherheit um Fortnite. Also die Frage will ich auch immer, warum haben eigentlich da so viele Leute, die immer fragen, wer mich abonniert, bekommt 3 Abos zurück? Von was denn? Von deinen 3 Fake-Accounts? Die Abos will ich nicht. Was soll denn die Scheiße, allweil? Kein Mensch mag euch. Keiner. Niemand mag euch. Keiner wird kommen und wird da deswegen ein Abo da lassen. Niemand. Glaubt's doch die Scheiße nicht. Wo soll denn die 3 Abos zu? Oder 3 Chinesenbuben angestellt, die jetzt die 3 Abos ihrem Mummi schicken? Was soll das denn immer? Na und nein, ihr erwähnt nicht deinen Namen. Gott, sowas Dummes, ohne Scheiß. Unfassbar. Der Georg Mesch schreibt, Servus Birger, verleg dich und dann tracht mir nach Landshut. Sultan geht los und dann testen wir gleich die Fähigkeit von ihm beim Freibier gleich in ist Anstich. Was? Also in stimmt, in Landshut ist ja Duit oder irgendwas. Was ist in Landshut? Das wird so oft gefragt und so oft eingeladen und was weiß ich, was weiß ich kann mich in der Duit umsonst so dermaßen über den Haufen saufen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiß 8 Wochen lang. Das ist wirklich unfassbar. Ich glaube, das darf ich lieber lassen, weil... Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Der Simon Paschenko schreibt, auch wenn es noch ein bisschen dauert, kommst du zum Maibaum aufstehen zu Landau. War gut, das war gar nicht so dumm. Weil ich tatsächlich eventuell vorhabe, über einen Maibaum was zu machen. Hello, shit! Hello, shit! Vergeht's gut! Wo sind wir gewesen? Beim Maibaum. Da kommt eventuell ein Video drüber, weil jetzt habe ich ein Jahr lang gewartet. Ein Jahr lang habe ich jetzt gewartet, bis ich How to Maibaum machen kann. Zeitnah, das zum Thema passt. Und jetzt ist es soweit. Und ich darf gerne das Maibaum aufstellen in Landau, da ich gerne ins Video einbauen. Aber ich möchte ja das vorher machen, deswegen wird das schwierig. Darth Talion, Kruzifix, Eigenwerbung im Stream. Was? Wo? Wie? Hä? Verstehe nicht. Egal. Das tun wir mal auf die Habenseite. Servus, Birger. Ohrkatzel, habe die Ehre. Julia fragt mich, kommst du auf die Land oder Tut? Ich bin nämlich morgen dort. Das fragen mich so viele Leute und wahrscheinlich eher nicht. Weil wir haben einen Hardcore-Griller hier und mit dem wir jeden Samstag umeinander grillen und saufen uns so zu. Und selbst, ich sage auch ganz ehrlich, selbst wenn ich auf Landshut Tut oder irgendwo hingeht, dann darf ich das mit Sicherheit nicht irgendwo offiziell auf einem Stream oder in einem Video sagen, weil sonst habe ich die dumpfe Befürchtung, dass ich nicht eine Masse in Ruhe saufen kann. Naja. Birger, was treibst du denn am Pfingstsonntag? Bestinger Volksfest, Frühshoppen, saufen wie ein Volldepp. Ist es am Pfingstsonntag? Ich weiß gar nicht. Egal. Du kanntest auf der Landshut Tut einen Fotopoint einrichten, wo es dann Fotos mit dir machen. Ja, da krieg ich einen Vogel. Warum schon wieder der nächste? Gaming-Gott. Niemand mag deinen Stream sehen, wenn du in andere Streams gehst und das da postest. Das ist, ganz ehrlich, das ist doch keine Ahnung. Das ist, ja. Der Speedy324 schreibt, habe dir, Birger, ist es eventuell möglich, dass ich die Comics auch als Großausgabe kriege? Ich habe leider eine Sehbehinderung und kann deswegen die normalen Comics nicht lesen. Schöner Tag noch und Servus. Puh, das ist wahrscheinlich schwierig. Das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn er die digitale Ausgabe kauft, dann am PC sind wir wohl. Das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade vorschlagen, aber es gibt ja eine digitale Ausgabe vom Trachtman auch. Wo? Comixology. Also auf trachtman.de ist auf der Seite rechts ein kleiner Banner, wo Comixology steht, da klickst du drauf und dann kostet es ein digital Cover. Musst du aussuchen, ob du die hochdeutsche willst oder die bayerische Version. Das Problem ist, die ist halt nicht so aktuell. Das heißt, da braucht immer ewig ein Dreier, bis dir mal die Comics freischalten. Keine Ahnung, weil die 5 Millionen Leute freischalten müssen, die ihre Comics da hochladen und so. Und keine Ahnung. Bei ausländischen Sachen ist es sowieso eine Sache, weil dies ist eine Ami-Plattform. Verstehe. Also es ist aber theoretisch, es ist auch nicht jetzt mit so viel brutal
Aufwand verbunden. Du gehst auf trachtman.de, wo du wahrscheinlich ja eh schon warst, und wenn die Comics zu klein für die natürlich sind und du das nicht gescheit lesen kannst, dann bietet sich diese digitale Version an. Da findest du diesen Button auf seiner Seite, an der Seite dort, und dann kannst du das quasi digital erwerben, und da kannst du das ja dann so groß ziehen, wie du willst. So wie mir das anschaut, hast du einen Trachtman da quasi schon fertig skizziert live? Ja. Jetzt gehen wir zum Massimo rüber. Herr Laluschit, vergelt's Gott an den Herrn Laluschit. Also links ist der Trachtmann ist schon fertig. Ich bin halt jetzt wirklich gespannt, wie du es dann Massimo machst. Den hast du halt natürlich noch nicht so oft in deinem Leben gezeichnet wie ein Trachtmann. Vielleicht geht's dann nicht so schnell. Schauen wir mal. Und vor allem, was mich interessiert, wie er ihn interpretiert. Ich meine, wir wissen alle, wie der Massimo ausschaut. Er ist ja ein ganz anderer Zeichenstil. Es ist mein Zeichenstil, ja. Ich zeichne das nicht von Hand. Ich mache das am Computer mit Pfade und so weiter. Das ist alles ein bisschen einfacher für mich und weniger Aufwand. Damit auch alles gleich immer ausschaut und so. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie er den Massimo quasi in seinen Zeichenstil adaptiert. Weil mein Hut der Hut von Massimo schaut ein bisschen anders aus, die Lederhosen schaut ein bisschen anders aus, dann darf er natürlich seinen massiven Ansatzarm nicht vergessen und so weiter und so fort. Da bin ich wirklich gespannt, aber man sagt es ja unten einigermaßen. Das ist eigentlich richtig cool. Ich schaue nämlich auch die ganze Zeit in den Chat rein und dann schaue ich dir wieder beim Zeichnen zu. Das ist... Aber einmal habe ich ihn da gemacht. Was ist nur bei diesem. Ja, das Cover, ja, das kann ich euch einmal einblenden. Nein, ich mag euch die Spannung nicht vorweg. Okay. Das ist, sage ich immer, ein Leibwand steht ersten Namen verleiht, zweiten selber einen Namen und dritten sie bei. Was? So servus, ich bin's da Simon und sogar geh ich wie ich ama an Maibaum steht ersten Hau verleiht zweitens. Selber einen haben und dritten sie vorher so zu saufen und dann beim abtransportiert das Ma. Danach nimmer was wo er is so und das is so is. Ja, ich glaube, ich habe die Grundmessage schon verstanden. Es geht darum, vorher zum Saufen, währenddessen zum Saufen und danach zum Saufen. Um was anderes geht's nicht, wenn wir ehrlich sind beim Aufstehen. Hauptsache, jeder hat irgendeinen Grund zum Saufen. Danke. Der Lucifer schreibt, mir meint, die Lektüre nur zu bestellen, aber dann kommt ein Foto. Das verspreche ich euch zwar. Das Beste ist ja, dass die Lehrerin eine Berlinerin ist. Also das ist tatsächlich wirklich wahr, dass ihr in der Schule das Ding lest. Das ist natürlich geil. Mehr saugeil. Das ist natürlich wirklich geil. Also das Foto, bitte schick uns das. Das zeigen wir dann auch her. Also das lasst man dann auch die Leute wissen natürlich. Das ist klar. Das ist eine geile Nummer. Trachtmann bildet. Trachtmann bildet, natürlich. Ich sehe auf alle Fälle, dass der Massimo einen ziemlich brutalen Schnauzer kriegt. Ich muss jetzt schon lachen, weil es jetzt schon geil ausschaut. Ich bin so gespannt, wenn das fertig ist. Ach ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Tischler 81 gefragt, wo kommt dein Maler her? Mein Maler kommt aus Bamberg. Der Flo schreibt, hat schon recht, in jedem bayerischen Fest geht es um Saufen. Jetzt sind wir mal ehrlich, ja? Da muss ich ja gar nicht ehrlich sein, man, deswegen feiert man ja ein Festel. Was tut man am Festel? Saufen. Was tut man das sonst? Was tut man denn sonst? Das ist... Naja, habe die Ehre, wir hocken gerade auf dem Kanapee und ziehen uns seinen Livestream rein mit einer halben in der Hand. Bester Freitag. Herr Höfi LP, da sage ich doch, habe die Ehre an die und deine Spätzeln auf der Couch, lasst euch auch eine halbe schmecken. Passt. Servus Birger, kannst du meinen Bruder an Tobi grüßen, dem Fights ein wenig. War echt mega nice, wenn du das machst. Wir spielen, selbstverständlich, grüß an dem Tobi, den es ein bisschen fight. ich weiß jetzt zwar nicht, ob das Bass oder lustig gemeint war, aber ich glaube, oder wirklich so ist, Bass war es nicht gemeint. Das wollte ich damit sagen. König Ludwig II. Birger, habe ich dich jetzt ehrlich auf die Idee zu dem Thema gebracht? Wo waren wir gerade? Ich rede schon wieder in einer Tour, dass ich nicht mehr weiß, auf was für ein Thema das er mir gebracht hat. Eventuell. Vielleicht habe ich es, keine Ahnung, einfach nicht gesehen oder drüber nachdenkt. Nimm als nächstes mal Rainer Winkler als Gast. Wer ist denn der Rainer Winkler? Wer ist der Rainer Winkler? Ist der Rainer Winkler nicht der Drachenlord? Da krieg ich aber ein Schlagerl. Pass auf, ne? Das ist alles falsch. Sagt man nichts. Ich darf das da nicht wegtun. Na gut, ist ja wurscht.
Sehr gut. Wir schauen wir nochmal, wie es am Massimo geht. Legt der Massimo oder knackt beieinander wie ein Viech, das ist brutal. Oh, es hat ihm sogar sein Hemd hat ihm zerrissen vor lauter Ansatzarm. Der Alexander Muck schreibt, immer noch O-Saft morgens. Ich sag dir was, ich hab ihn ganz vergessen. Der steht immer noch da. Ich hab noch gar nicht getrunken. So. Der Herr Kampka fragt mich, guckst du Champions League? Nein. Weil mich Fußball einfach im Grunde eigentlich nicht interessiert. Eigentlich nicht wirklich. Oh, der Edi abzieh. Es war klar, dass mit deinem Namen das Wort Hurensohn kommt, du Kasperl, du Trauriger. Rechtsklick, Block-User, habe die Ehre. Chris, ich liebe dich, Kuss auf die Eichel. Also er hört... Ich glaube, ich weiß, von wem das ist. Wer war... Der Metal-Honig hat es geschrieben. Der Metal-Honig, okay. Was war das letzte Mal wegen dem Kaffee? Trinkst keinen mehr? Doch, Kaffee trinke ich schon noch. Also ich trinke noch Kaffee in der Arbeit, dann wenn ich mal letztendlich unten bin. In der Früh dann trinke ich mal ein, zwei Kaffee, aber in der Früh wird aufgestanden mit einem geschmackvollen Gläschen Orangensaft. Da habe ich festgestellt, das haut mir meine Knierscheiben weit Viere im Vergleich zu dem Kaffee in der Früh. Wahnsinn. Was habe ich da gelesen? Tobias Genzel. Muss sagen, als ich am Dienstag in Minga war, waren viel mehr Sevilla-Fans oben und haben die Stimmung gemacht. Danach wahrscheinlich nicht mehr. Frau Qual schreibt, Birgit, sie fix, warum liest meine Kommentare nicht mehr, war wichtig. Hast Tipps, wie man mit besoffenen Leuten umgeht? Boah, leck, Alter. Sagen wir uns mal ehrlich, die allergeilsten oder nervigsten, besser gesagt, besoffenen Leute sind die so in einen halberten Schwitzkasten nehmen und dann von links ins Ohrwaschleis säufern und stingen wie Sau und nur Scheiße labern, die überhaupt keinen Sinn nicht hat. Der hat noch nie was geholfen. Ich sag's euch, wie es ist, der hat noch nie irgendwas geholfen, außer Aufsteh und Geh. Und da musst du ja gar nicht entschuldigen dafür, wenn du dann aufstehst und gehst, weil der Besucher nicht, der checkt sowieso nicht und es nervt halt einfach bloß. Das ist die einzige Art, wie man mit einem Besucher umgeht. Die andere Sache ist natürlich wieder, wenn ein Besucher jetzt Bock auf Schlägern hat. Riturian! Geht's gut! Derema, bei uns heißt der Spitzseuch Sotschdia der Begriff WOS. Und aus welchem Teil wo Bayern Kim ist denn du? Also, da geht's wahrscheinlich um How to Watten. Bei uns heißt halt das Ding einfach Spitz, schon immer. Ich hab, um ehrlich zu sein, den Begriff Sorch oder Seuch, oder wie es du geschrieben hast, kann ich nicht sagen, oder der Sorche, das ist mir dann natürlich in die Kommentare immer wieder erschienen. Habe ich bis dahin noch nicht oft gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei uns im Umkreis heißt ja eigentlich überall Spitz, habe ich fast noch nie anders gehört. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Bei uns im Umkreis ist Landau an der Isar, ist Niederbayern, Landkreis Dingolfing-Landau, Nähe Straubing. Da habe ich aber mal ein Video dazu gemacht, dann stammt die Schmicker, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber scheißegal, der beantwortet genau diese Fragen. Mittlerweile haben wir eigentlich ganz gut dabei. Ich werde schon lange nicht mehr gefragt, was ist dein Lieblingsbier und hast das schon gesoffen und das schon gesoffen. Das hat lange gedauert, bis wir das geschafft haben, dass ich das nicht mehr gefragt werde. Weil, was meinst du, was ich den ganzen Tag tue? Den ganzen Tag bloß Biersorten testen. Nein, tue ich nicht. Fertig. Der Simon Hackel hat da eine viel wichtigere Frage, der ebenfalls beim Höfi LP auf dem Cannabis sitzt. Wo ist denn Heisel? Entschuldigung, Heisel? Vielleicht finden sie ja der Trachtmann und der Massimo irgendwann noch mal aus, wo Heisel ist. Können wir mal noch mal einschauen. Da schaust 5 Minuten nicht hier und das Ding ist halb zeichnet. Er gagelt sich. Versus Heisel. Ich bin so gespannt, wie das Fertige ausschaut, wenn es dann koloriert ist und so weiter. Wie brutal das ausschauen. Die Typen haben Oberarme, dass da der Kopf platzt. Geile Nummer. Das ist geil. Jetzt habe ich gar nicht mitgestoppt, wie lang wann du angefangen hast zum Zeichnen. Weißt du das noch zufällig? 20 Minuten? Keine Ahnung, aber du lässt es ja eh nochmal hoch und dann kann man abschätzen, wie lange ich brauche. Stimmt. Oder? Stimmt. Also wenn sich das Video jetzt jemand als Video anschaut,
und nicht hier im Livestream, dann kann man ziemlich genau abschätzen, wie lange das braucht hast. Dann kann man sogar Speedpainting, könnte man draus machen. Nein, kann man jetzt nicht mehr, weil ich es gelernt gezogen habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. 25 Minuten sind es, schreibt der H. Merci. Dann sage ich merci fürs Aufpassen, ja. Mein Bruder, du bist ja nicht Herr Angerer, gib dir das Video. Typ ist der Banane, der Kunde ist König, der Ludwig, so lange der Zahlen bis Geld mit alles. Was? Gib dir das Video, der Typ ist so Banane, der Kunde ist König Ludwig, so lang zu ihm bis Geld. Mehr du ist XD. Also irgendwie macht diese Tussi ja über die falschen Pausen an die falschen Stellen, dass ich überhaupt nichts check, was man verzeihen möchte. Aber, wo du recht hast, wer zahlt schon auf da und bloß kann ich den Link nicht anklicken, den du mir da per Twitch schickst. Das geht leider nicht. Deswegen bitte ich dich doch ganz herzlich, dass du den in den Chat einer schreibst, dann kann ich draufklicken. Du kannst bei Twitch wieder keine Links nicht schicken. Nach was muss ich googeln? Wie heißt denn das Video? Schreib doch den Videotitel einfach ganz genau einer, dann kann ich dann noch schauen und dann können wir mal schauen, was das ist. Der Tobi Reuter fragt mich, kennst du Eichendorf? Ja, natürlich kenne ich Eichendorf. Was ist das für eine Frage? Ist ja nicht weit weg. Ist ja nicht weit weg. Da bin ich in 10 Minuten hinten, wenn es pressiert. Bloß morgen nicht nach Eichendorf. So. Der Kampker fragt mich, spielst du Fortnite? Jetzt bist du doch auch schon die ganzen Stream da. Vorher habe ich doch schon mal kurz gesagt, bevor ich das Fortnite-Spielen anfange, hau ich mir lieber ein Zimmerernägel Backel durch beide Kniescheiben und fixiere mich an der Bierbing. Das ist nichts für mich. Drachenlord ist gleich bekanntester Bayer in Deutschland. Ja, das kann tatsächlich möglich sein. Die Frage ist, das ist ja ein Franke, oder? Ist das ein Franke? Ein Franke? Weil der redet ja nicht bayerisch. Der redet, oder? Ich glaube, der wohnt in Fürth, ja. Ich habe mich mit dem Drachenlord nicht so auseinandergesetzt. Ich habe natürlich das mitgekriegt, so ein bisschen, dass die arme Sau eigentlich ziemlich im Arsch ist. Aber ja, gut, also keine Ahnung. Vielleicht ist er der bekannteste Bayer, ja, das kann sein. Aber der Drachenlord ist doch schon voll out wieder, oder? Das interessiert doch keinen mehr. Naja. Bevor ich Fortnite spiele, hau ich mir die Fotzen ans DJ-Key. Korrekt. Heute ist ja wieder ein neuer PUBG-Modus gekommen, oder? Heute ist ein neuer PUBG-Modus gekommen. Ich habe auch kurz meine Kumpels schon geschmatzt, bevor wir zum Streamen angefangen haben. Der neue Modus ist der War-Mode. Das heißt, man kann respawnen oder so. Ich habe zwar noch nicht ganz gecheckt, wann man dann die Runden gewonnen hat und wann nicht. Und irgendwie wird man von seinen eigenen Leuten zusammengeschossen, damit die einen Loot von dir kriegen. Ist ein bisschen behindert, aber schauen wir mal. Der von letztes Jahr, der von letzter Woche, der war cool. Der hat mir taugt. So, schauen wir mal. Er hat jetzt da gerade eine Großaufnahme. Also es ist schon wirklich ziemlich weit. Es ist wirklich, das ist mir so ein verdammtes Rätsel, wie man sich hinsitzen kann und auf 20 Minuten. Und das ist bloß eine Skizze. Weißt du, da haut so ein Vogel aus. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Du. Ja, wie gesagt, erklären der was der Depp und üben, bis der Kotze aufkommt und dann kannst du sowas. Ich kann's nicht. So, wie gesagt, Franken sind von den Preisen an. Was? Franken sind von den Preisen an Bayern genogelt. Ja, das stimmt. So ein bisschen stimmt's schon. Naja. Die Runde ist gewonnen, wenn das erste Team 200 Punkte erreicht hat. Also 200 Kills hat, oder wie? Oder gibt's pro Kill so und so viele Punkte? Was auch wieder keinen Sinn macht, aber 200 Kills. Der Bayer, der neue PUBG, der neue PUBG-Mode. Ich sage halt PUBG, hilft das nicht. Der neue Modus in PlayerUnknown's Battlegrounds ist super toll. Das ist mir einfach zu lang, sag ich dir ganz ehrlich. Birger, machst du mal einen Grillstream? Ja, warum eigentlich nicht? Also das wird ja auch nichts anderes wie eine Freitagnachmittagssession. Das können wir mal machen, das können wir draußen machen. Ich hoffe, dass ich das bis dahin irgendwie hinkriege, dass ich meine Webcam da aus dem Fenster rauskriege, weil, sagt man das? Warte mal, sagt man da hin? Da ist gleich das Fenster dort und da liegt übrigens der ganze Trachtmann-Zeug vom Chris umeinander. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz austreten. Ja, lass dir Zeit. Bin ich auch noch da? Ne, ich bin auch noch da. Ja, belustige mal die Leute. Was darf ich denn sonst den ganzen Tag außer die Leute belustigen? Jetzt muss ich erst einmal noch mal einen kräftigen Schluck von meinem Orangensaft zu mir nehmen. Das ist einmal das Erste.
Er ist köstlich fein. So. Wo waren wir? So. Also, ja, stimmt. Also ich muss irgendwie zusammenkriegen, dass ich meine Kamera und das Mikrofon rauskriege. Das Mikrofon ist kein Stress nicht, da habe ich ein Kabel da, das hat 10 Meter oder so. Aber die Webcam ist ein bisschen ein Problem. Da brauche ich eine USB-Verlängerung und die geht auch nicht bis in die Unendlichkeit. Und dann können wir uns da draußen einmal platzieren am Tisch, wenn die Sonne scheint. Und dahinter kann man dann meinen Smoker aufstellen. Ich grill hauptsächlich mit dem Smoker. Und ja. Ja. Fertig, aus, Amen. Und dann können wir da ein bisschen was machen. Also man kann ja nicht aktiv beim Long Job. Long Job ist ein bisschen ein fragwürdiges Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Aber man kann auch ab und zu mal ein bisschen reinluren, was wir da so machen und so weiter und so fort. Der Hans fragt, Birger, Frage, ist der Orangensaft mit Wodka? Tja, das darf ich leider Gottes aus Strike-Gründen nicht laut sagen. Wunderschönen guten Tag, Herr Dichi. Wunderschönen guten Tag zurück, sag ich da. Wo sind wir? Was ist dir lieber, Vollbeat oder Freiwild? Hassen wir jetzt leid, wenn ich sage, weder noch? An Villa, falls er noch da ist, bitte ich darum, den Gaming-Gott bitte zum Bannen, dauerhaft für immer, danke. Kennst du das Little Meyer und Wimmer? Ja, und ich glaube, ich hab's noch nie einmal zu Ende gehört, weil ich vorher eingeschlafen bin. Tut mir leid. So, wo haben wir? Der Bushcraft Tommy ist da. Servus Birger, Grüße aus Kam. Servus Bushcraft Tommy. Grüße aus Landau. Nee, halt ihre. Im Sommer wird's Heisel gesucht. Stimmt, im Sommer werden wir uns einmal auf die Suche nach dem Heisel begeben. Da werde ich mich vielleicht einmal wo fangen wir an? Fangen wir an im Wald. Fangen wir an im Wald drin. Ob wir da vielleicht das Heisel finden. Da kann man uns mal auf die Suche machen. Vielleicht können wir sogar mal live streamen vom Handy aus, wenn ich mal genug Volumen habe und das einmal gescheit geht. Das war einmal gut. Hoppala, hat zwar Koppel rausgekaut, nichts passiert. Entschuldigung. Der Herr Schmaderer aus Ringsburg. Herr Angerer. Saufen morgens, aber das können wir aber bloß in So weilst du mein Zeig unten nicht liest, saufen morgens, mittags, abends, Ingo ohne Flamingo, das ist das Video. Ingo Flamingo. Saufen morgens, mittags, abends. Ja, haben sie ja bloß 12 Millionen Leute geschaut, da wird jetzt mit Sicherheit nicht der Stream kurz gesperrt. Schauen wir mal. Das können wir wahrscheinlich nicht ganz laufen lassen. Ist es da so da? Ja, so. Achtung. Müssen wir wieder klar machen, weil sonst sperren sie wieder die Kamera. Yo Leute, hat eure Mutter früher auch immer gesagt, ihr sollt viel trinken? Ich hab mir das zu Herzen genommen und ich bin jetzt ständig am Trinken. Nehmt euch ein Beispiel daran, macht die Gläser nochmal voll und dann will ich, dass ihr alle mitsingen. Einmal ein Refrain, okay? Einmal. Ich gehe an die Bar, ei was seh ich da? Ein frisch gezapftes Pilz und 2 Weizen stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot. Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich Flüssigbrot. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, er muss laufen. Weißt du, er muss sich noch nicht einmal anstrengen für sein Video, weil er sich einfach die geschissene Antenhaum aufsetzt und einfach so macht. Sie weiß auch nicht. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen, denn ich kann schon wieder laufen. Saufen, morgens mit... So! Herr Genzel! Vergelt's Gott! Scheißel Moas abutzt Wien. Scheißel! Du wolltest halt quasi schreiben Scheißel und du hast, es kommt dabei außer Scheißel. Scheißel muss auch putzt werden, was aber auch nicht so nicht ganz unrecht ist. Ja, also der Chris ist auch wieder da. Er ist jetzt, glaube ich, in die nächste Phase übergegangen, in Phase 2.
Jetzt werden hier konkrete Linien gemacht. Wie nennt man diese Phase? Gibt es da einen Begriff, wie man das nennt? Ja, Inken nennt man das. Also Inken. So wie Tuschen halt. Tuschen sagt mir auch nichts, aber du machst ja jetzt quasi einfach die straighten finalen Lines, die später dann auch sichtbar sind. Und die roten, ja, genau. Die verschwinden ja dann, die haben ja dann weg, oder? Genau, das ist so quasi, das Rote ist so quasi mein Bleistift. Na, verstehe. Und das ist so quasi mein Tuschestift, das Schwarze. Herr Juni 90, vergelt's Gott für den Fünfer. Hey Schiene Griers aus Ingolstadt Dolump. Heuer Bartelmarkt. Falls du an Bartelmarkt kennst. Klär mich bitte auf, ich weiß nicht, was der Bartelmarkt ist. Weißt du, was der Bartelmarkt ist? Sagt mir nichts. Verkaufen Sie Barteln da? Möglicherweise verkaufen sie da Barteln. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Der Sentio ist da. Habe die Ehre. Riturian. Bei mir in der Narat gibt's ein Dorf, das heißt Haus im Wald. Kannst mal zu uns ober und schau, wie ihr seid. Bei mir in der Narat gibt's ein Dorf, das heißt Haus im Wald. XD kann SDMUI zu uns OWR und Vielleicht ist das schau, wie es im Heisel ist, kleiner als 3. Kleiner als 3. Erstmal vergeht's Gott. Ja, muss man mal schauen. Das, da werden wir uns, vielleicht können wir da wirklich eine Story draus machen, wenn wir uns auf die Suche nach einem Heisel begeben. So eine Art Vlog-Format vielleicht. Ja, weil so ein richtiges Vlog-Format mag ich nicht machen. Das ist mir einfach zu blöd. Sag ich dir ganz ehrlich, außerdem macht es ja jeder Vollidiot und aus und fertig Amen. Ich schaff's so wie Geister jagen, nur dass du ein Heisel so. Ja, genau. Oh Gott, und schon wieder habe ich 1000 Bettel in meinem Kopf. Kennst du das von Jackass, wo er hier in Miami ist? Was hältst du von PAG, Polizeigesetzänderung? Und dann sagt er also, do you know where Miami is? Ja, das ist... Do you live in Miami? Das ist schon sehr, sehr... Erstmal vergeht's Gott für den Zügel 50. Merci. Was war jetzt, glaube ich, die Frage, was heute von der Polizeigesetzänderung? Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich kein Mack nicht damit auseinandergesetzt, was da genau geändert worden ist und was nicht. Klärt's mir bitte auf, ich bin gespannt. Herr Critical Hits! Gibt's halt bei uns im Dorf in Tütten und kannst du bitte an Rohrnecker, Grießen, Rottenberg ist unser Dorf. Kim SD heit bei uns im Dorf IND Hütten und kannst du bitte alle Runecker grüßen. Rotteneck ist gleich unser Dorf. No, Frale, kann ich das, Herr Critical Hits, Kruzifix. Mir vergeht's gerade für den Fünfer an dieser Stelle. Und natürlich hier die fetten Grüße an alle Rohrneckerer, sodass ich wahrscheinlich sagen, vergeht's gerade und schöne Grüße aus Landau. So, jetzt muss ich gerade mal meine Dampfe hier putzen, weil ich gerade daneben geschüttet habe. Ich totaler Vollidiot. Und das einzig Unangenehme ist, wenn die Scheiße da aus Versehen übergeht, dann rinnt das überall umeinander und es ist so ölig und deswegen muss ich da jetzt ein bisschen was mit dem Tempo aufsaugen, sofern das zumindest möglich ist und dann ganz schnell wieder zudrehen. Das ist eh schon so angesaut da. Pfui bäh. Filter, überleg, was du geschrieben hast, dann kommst du selber drauf. Schreibt der Villa. Ich möchte auch nochmal alle Zuschauer, die da neu dazugekommen haben, darauf hinweisen, dass wir jetzt einen Moderator haben. Das ist der Villa 88, dem ich jetzt nochmal an der Stelle danke für seine Mühe, die er sich macht, diesen Chat zum Lesen und in Ordnung zu halten. Und die Regeln sind eigentlich wie überall. Riturian! Du wohnst eh gerade 1,5 Stunden von mir weg. Ja, gerade 1,5 Stunden. Du wohn SDE grad o anderthalb Stund wo mir Weg. Vergeht's gut? Ja, 1,5 Stunden sind relativ, 1,5 Stunden mit dem Düsenchat oder mit dem Mofa. Gaudi. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich gebe davor, wo du wohnst. Ich bin ein Orientierungsdepp. Ich weiß nicht, wie lang das irgendwo was ist und überhaupt und sowieso. Ja, also nochmal möchte ich darauf hinweisen, wir haben einen Moderator mittlerweile auf YouTube, der den Chat sauber hält und ich glaube, ich brauche die Regeln für normales Benehmen, brauche ich nicht erklären. Ich habe mich mit dem Villa 88 so nicht mehr unterhalten, wie, was, wann, wen bannen, wen nicht. Sage ich da aber ganz ehrlich, ich bin immer ein Freund von eine Verwarnung, dann hältst du dein Fotzen oder du fliegst aus, ganz einfach.
Und ich bin da guten Gewissens, kann ich hergehen, und kann sagen, der macht das schon. Ja? Ich brauche nicht dazu sagen, dass ich da weder irgendeine rassistische Drecksscheiße lesen möchte, noch irgendwelche Schimpfwörter, also primitive Schimpfwörter, ich meine, ich pulvert auch umeinander und so, du bist doch ein geistig Behinderter und so. Das ist alles in Ordnung, das ist aber mit Spaß verbunden und weißt das eh. Der Murtag ist gekommen und fragt, wer ist denn dein Special Guest? Du bist halt ein bisschen zu spät gekommen, wahrscheinlich haben auch noch mehr einen Haufen andere Leute einer gekommen, die nicht wissen, was ist da eigentlich los. Unser Special Guest ist der Gläuber Chris vom Trachtman, mit dem wir vorher schon uns kurz unterhalten haben, ein paar Fragen beantwortet haben, wo euch interessiert haben. Du kannst dir das gerne dann natürlich auch als Video nochmal anschauen. Er ist jetzt gerade dabei, da unten, da, oder? Sagt man das? Da, so, da, brrrt. Live zu zeichnen, also das ist ein Live-Bild da unten und ich sehe schon, jetzt geht es natürlich nicht mehr ganz so brutal schnell, weil er jetzt gerade schon beim Inken ist, ja, er zeichnet jetzt da, ich hoffe, dass man das sieht, die machen wir wieder ein bisschen größer, er zeichnet gerade das Gesicht vom Trachtman und das ist schon quasi wie in den letztendlichen Details und was wir mit diesem Gemälde dann anstellen, das überlegen wir uns dann. Ja, machen wir wieder ein bisschen kleiner. So mal kurz erklärt, wer unser Special Guest heute ist. Haben wir einen Live-Zeichner zu Gast, das, was ich eigentlich schon ganz cool finde. Der Herr Alexander Muck fragt, warum ist es ausgerechnet in Rot gezeichnet? Ja, also das wird dann noch anders. Ja, also du musst es so verstehen, er zeichnet das vor, er skizziert das vor. Und jetzt geht er her und malt die finalen schwarzen Linien sauber drüber und die roten Linien, die verschwinden dann. Und dann geht er her und koloriert das Ganze und gibt dem Sache halt eine Farbe. Auf gut Deutsch gesagt. Ist schon noch ein bisschen hin. So ist es nicht. Ja, also da ist schon noch ein wenig, da ist schon noch ein bisschen hin. Ja, der Tisch schreibt, nein, du hast mich falsch verstanden. Das war nicht auf die Juden bezogen, sondern auf preußische Aussprache. Verstehst du, was ich meine? Da hat er nicht ganz unrecht, Herr Willer. Ich hab das vorher schon auch gelesen, ich hab's bloß nicht, ist auch alles in Ordnung, Herr Tichy, kein Stress nicht, das haben wir schon verstanden. Trotzdem, weißt du eh, wie es ist, ne? Weißt du eh. Vor allem der Herr Günni, Badmarkt ist ein sauberes Festel in Oberstüm mit Rossweig und ab 5 Uhr in der Früh Bier. Bartelmarkt ist ein sauberes Festel in Oberstüm mit Rossmarkt und ab 5:00 Uhr in der Früh Bierzeitbetrieb. Also ab 5 Uhr in der Früh, ob es da schon einen Bierzeitbetrieb braucht, wenn du mich fragst. Natürlich braucht es ab 5 Uhr in der Früh einen scheiß Bierzeitbetrieb. Was hast du gemeint? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Also ich hab mir schon gedacht, dass es einfach wieder bloß eine Sauferei ist. Und solange wir mir saufen, ist alles gut. So, jetzt langt's, sonst geht mir der Shot da aus. Ja, ich darf auch sagen, jetzt langt's einmal, du musst ja auch nicht mit 5 Euro da umeinander werfen. Das ist ein Wahnsinn. Aber vergeht's gut. Vielen herzlichen Dank. An euch alle übrigens. Bist ja nicht der Einzige. Der Dichi schreibt, naja gut, dann passt ja wieder alles. Ja, ist ja alles gut. Also ich hab's auch verstanden. Ich hab das vorher auch beim Vorbeifliegen gelesen. Ich hab's bloß nicht vorgelesen, weil weißt du eh. Naja, Battlemarkt ist okay, wenn man als Normalo da ist, aber nicht als Sunny. Ja, ich glaube, dass du es als Sunny nie irgendwo leicht hast. Muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt an diese Personen übrigens, die alle 5 Minuten am Start sind, wenn sie irgendetwas was tut. Bei den 27 Twitch-Zuschauer herrscht Sodom und Gomorra. Ja, da kann ja jeder da, was er mag. Da ist mir total wurscht. C-Fix, ich brauche mal irgendwie ein nice Stückel Zewa, weil ich meine Dampfmaschine so nicht so betreiben kann, wie ich das gern mag. So. Nüpp. Erpaderp. Haben wir jetzt was Neues rausgefunden? Ja, Hashtag Scheißel. Wo ist ein Scheißel? Das ist aber jetzt die neue Abkürzung. Wir haben heute schon 2 Abkürzungen übrigens zusammengekriegt. Nämlich einmal Dervus, Entschuldigung, wo ist ein Scheißel? So eine dämliche Scheiße. Ist abgesehen jetzt ab.
Alter. Mr. Hasi. Nicht die zweistelligen. Nein. 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 Grüße aus Österreich. Vergeht's gut, wirklich fettes. Merci, ein Zehner braucht's wirklich nicht, ganz ehrlich. Aber dennoch natürlich sage ich merci, das ist eh klar. Grüß nach Österreich aus dem wunderschönen Niederbayern an dieser Stelle. Wiesenfest heute. Wo ist denn Wiesenfest? Das ist ja wieder schön draußen. Das ist ja wirklich alle 5 Minuten ist doch da jetzt irgendwo ein Festel. Das ist doch die geilste Zeit. Das ist doch übrigens auch der Grund, warum wir eine Late-Night-Sommerpause healing. Es gibt jetzt in der Nacht um 11 Uhr keinen Stream mehr, weil ich halt jeden Samstag selber bummvoll bin. Ja, muss auch irgendwann einmal saufen, das hilft nicht. So, was hat da irgendwas habe ich gelesen? Battle macht das super, ja, haben wir gehört. Bei uns ist doch kein Sodom und Gomorra. Wir wissen halt, wie man sie aufführt. Ja, da hat Lisa recht. Da hat die Lisa recht, die Holiman 90 hat recht. Wir wissen halt, wie man sie aufführt, ja. Und ich war wirklich jetzt gerade ein bisschen erstaunt darüber. Heute waren so viele Leute im Stream herin mit, komm mal vorbei, lass mir ein Abo da. Hey, wenn du mich abonnierst, kriegst du 3 Abos zurück. Aha. Seems legit. Das sind Schilling, nicht Euro, du Depp. Was? Schilling? Ja, stimmt eigentlich. Das war 10 Schilling, da fällt ja nichts. Ah, die nehme ich. Naja. Hol mal 90 und wir haben die Schnacksalottel-Hecklerin auf unserer Seite. Das stimmt. Also der Twitch-Chat, der besteht nur aus brutale Leid. Also da ist einer brutaler wie der nächste. Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Heute ist gerne dort. Ja, ich weiß eh. Ich sage euch aber nicht, ob ich hingehe oder nicht. So, morgen geht's auf den Gerner. So schaut's aus. Kann passieren. Da übrigens braucht sie der Villa 88 auch nichts dabei. Dinger, falls er sich jetzt gerade denkt, so, der Bürger, was ist denn der für ein Depp? Ich mach da meine Arbeit und ich prüfe da umeinander und dann passt's doch. So war's auch nicht gemeint. Du hast das schon richtig gelesen. Sobald du irgendwas mit Juden oder sonst irgendeinem Scheiß liest, dann kannst du erst einmal sofort eine Sperre raushauen. Schott nie. Erst einmal sicherheitshalber Sperre. Und ja, wie vorher schon gesagt, ich brauche hoffentlich nicht dazu sagen, wie man sie zum Aufhören hat. Rassistenscheiße, Beleidigungen, Dreckglaubern. Ich hätte noch nicht einmal was gegen Eigenwerbung. Hätte ich noch nicht mal was dagegen, wenn es nicht so eine primitive Dummscheiße war. Dann darf ich sagen, ja, weißt du was, da schauen wir doch einmal rein, dann stellen wir fest, das ist ein Volldepp und dann gehen wir wieder. Der bayerische Musketier, Landau, Kreuz, Kruzifix, der Bürger kommt aus Landau. Haben wir es jetzt bald einmal mit all den Fragen, die der Bürger schon so oft beantwortet hat, Herrschaftszeiten, Kasperl, schaut's halt. Wo er nicht ganz Unrecht hat, hat er nicht ganz Unrecht. Ach ja, Villa 88 Bavaria, nochmal Eigenwerbung, Paragraph 3, ich bitte achtet auf eure AGBs, sonst bei. So lasse ich mir das durchgehen. Das sind einmal AGBs, die gilt zum Beachten. So. Der Grisou schreibt, habt dein Fleischspatzenrezept mal ausprobiert, einfach nur eine Geschmacksexplosion. Geil. So, also ich hoffe, dass es wirklich hingehauen hat. Das ist auch kein Blödsinnsrezept oder so mache ich die wirklich, die Ripperl. Und man, jeder, der sich mit der etwas gehobeneren oder weiterführenden Grillerei befasst, weiß, dass die Ripperl so gemacht werden. Der kennt 321 oder 320 Rips. Ganz einfach eigentlich. Aber das war auch wirklich eine persönliche Offenbarung für mich. Naja. Da schon wieder der Deppal-Gamer. Herr Willer, die Dingsbums, ich bitte Sie, den Gamer bitte dauerhaft zum Blockieren. Das war sehr nett, danke. Der Kilian fragt mich, spiele ich noch Gitarre? Das haben wir die letzten 2 Mal rausgefunden, dass ich nicht mehr Gitarre spiele. Nein, schon lange nicht mehr. Ja, nein, ich hab nicht gewusst, dass das alle so rassistisch aufnimmt, wenn es preußisch ausspricht, dann kommt's euch wunderschönen Jodentag. Ich kenne das, dann machst du halt so. Mach doch 2D in das Wort ein. Joden. Wunderschönen Jodentag. Sag ja ich auch. Aber lesen tut sie sich halt scheiße. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Villa 88 meint, dass du irgendeinen Rassistenscheiß erzählst, sondern er hat einfach bloß das Wort Juden gesehen, Rechtsklick blocken. Ich glaube, dass er wahrscheinlich er kann ja selber einen Stream gar nicht mehr so zuhören und folgen, weil er die ganze Zeit auf den Chat aufpassen muss. Darum der hat es mir den gefallen und schreibt es nicht so einen Mist. Nee, ich meine jetzt nicht das mit dem Judentag, das meine ich gar nicht. Sondern die anderen Leute, die kommen und kommt mal vorbei und schaut's mir zu. Warum sollte ich das tun? Keiner mag die singen!
Mr. Hasi! Stop it now! Mr. Hasi! Vergelt's Gott! Klimmst am Moi Oma und down trink mal an Smiley mit Freudentränen Bierkrüge. Ich wir so oft eingeladen, irgendwo sauft man da, sauft man das. Ich sag's euch ganz ehrlich, das, wenn ich mal einmal anfange, da muss ich leider Gottes immer ablehnen. Für das machen wir mal ein Fan-Treffen. Weil ich sonst nämlich, dann kämen keine Videos und keine Streams mehr, dann bin ich nur noch bummvoll. Sagt der Malermeister auch mal wieder was. Malermeister, sag mal was. Ich glaube, dass er so in seine Arbeit vertieft ist, dass es ganz aus ist. Schon wie weit, dass er schon ist. Ist der Chris noch da? Ich bin noch da, ja. Ja, er ist sehr in seine Arbeit vertieft, aber man kann da mal schauen. Also der Latz ist fertig. Ja, hier. Der Hosenträger quasi. Das Gesicht ist fertig. Der Trachtmann hat einen sehr guten Blick beieinander. Er schaut sehr zufrieden aus. Und so wie man das anschaut, ist sein Faustarm jetzt gerade dran. So. Wo sind wir? Ach, in Twitch ist echt schöner und ruhiger. Ja, sechst das? Da kommen wir mal, die Twitch-Nachrichten stehen zugleich auch noch ein bisschen außer, weil die lila daherkommen und nicht so viel. Jetzt ist es umdreht. Jetzt habe ich nur noch Twitch-Nachrichten da und keine YouTube-Nachrichten mehr. Also ich weiß es auch nicht. Also man darf ja auch natürlich auch nicht vergessen, dass der Trachtmann natürlich automatisch sich 2 Ansatzarme hat, die so fett sind wie mein Kopf. Der Grisou schreibt, der Link wird per Bot immer alle 10 Minuten gepostet. Was für Link? Was für ein Link meinst du? Und YouTube stinkt eh. Ja, wenn ich es ganz genau nehme, ganz ehrlich, da die auch viel lieber nur auf Twitch streamen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Kann ich aber halt einfach nicht machen, weil meine Community nun mal auf YouTube sitzt. Und deswegen streame ich einfach in beiden. Und jeder von euch kann es ja. Mr. Hasi, jetzt ist echt gut, Mann. Was ist los? Einer geht noch. Gut, dann geht noch einer. Ein Maß geht noch. So, Anna geht nur Bierkrug. Einer geht noch Bierkrug. Vergeht's gut. Davon kaufe ich mir ein Maß. Das darfst du glauben. Mr. Hasi. Wo haben wir? Warum Bürger Facepalm? Wir machen ein Bürger-Wiki bald. Der Link zum Bürger-Wiki. Keine Ahnung, was weiß ich, was wir noch alles machen. Achso, der Link von dem Gamer-Depp. Das per Bot, das glaube ich, wird gar nicht per Bot gemacht. Das ist ja keine Arbeit nicht. Ich glaube, dass sie die einmal durch die Trends. Vorher hat jemand geschrieben, ich bin mit dem Stream auf der Platz 4 der Trends. Wie das möglich ist mit 200, 250 Leuten, weiß ich sowieso nicht, weil in anderen Streams schauen 10.000 zu und so. Aber gut, ist ja wurscht. Die klicken sich einmal da durch die ersten 15 Videos, posten eine Nachricht ein, lassen die wahrscheinlich dauerhaft offen und streamen währenddessen. Mei, es ist ein kläglicher Versuch, wenn man es anders nicht schafft oder so schafft man es halt erst recht nicht. Das weiß ich. Das wird nicht passieren. Naja. Da erstmal dann ein Comment zu dem Link. Hab jetzt von YouTube auf Twitch gewechselt, weil da kein langsamer Modus drin ist. Wenn natürlich je mehr Leute in Twitch sind, desto schneller mache ich den langsamen Modus auf Twitch. Das ist aber eh klar. Naja. So. Jetzt ist gerade Platz 8 auf die Live-Trends, sehe ich gerade. Also alles ist ja brutal eigentlich. Alles, was in der Top 10 ist, das sage ich, da haben wir fast jetzt Wochenende, jeden Freitag. Und wir haben ja tatsächlich wir haben jetzt gerade 260 Leute, die zuschauen. Und das ist Verhältnis, jetzt das nicht falsch verstehe, das ist sogar noch verhältnismäßig wenig, wie viel das da normal da sind, wenn ihr an 2 Tagen vorher ein Video postet. Das ist, da haben teilweise 500 bis 800 herin. Und wenn ich dem Schema jetzt so folge und mal davon ausgehe, das Video nächsten Mittwoch, kommt nächsten Mittwoch, ich bin noch nicht ganz fertig, aber fast, dann wird das nächsten Freitag wahrscheinlich vielleicht sogar wieder ähnlich ausschauen. Wer weiß schon. Naja. Ist ja wurscht.
Bleibt gefälligst auf YouTube, ist Saudeppen, Deppen ist Traurigen. Na, soll ja jeder schauen, wo er mag. Seid freundlich, sag ich. Was kann man sonst noch tun? Schauen wir mal, da wird auf alle Fälle wird da gerade eine Faust gezeichnet. Pass auf. Superstar Fist Guitar. Wo ist er denn gerade? Ich versuche gerade seinen Pinselstrich zu erkennen. Ah ja, da herunten. Warte, ich fahre da mit der Maus umeinander. Da herunten ist er gerade. Ah, jetzt hat er da gerade geagelt. Er tut da quasi gerade. Naja, jetzt ist er da herum. Geagelt da umeinander. Bisschen Schatten. Okay. Ja. Ja. Es wird die Faust der Rechtschaffenheit. Die hat ein Reinheitsgebot, die Faust. Birger, wie war's denn mit einem How to Rausch? Es ist die Frage, was soll ich da 5 Minuten über den Rausch verzeihen? Das ist ja das ganze Thema. Das Gesamtsammelwerk der How-Tos ist ja How to Rausch, wenn du mich fragst. Naja, gut. Ich zeichne voll und sitze gerade an einer Karikatur von dir. Birger, aber der Comic ist echt stark. Liebe Grüß, Birger. Maria Müller, bitte schickt mir das. Oder hebt einmal das nur auf mit der Dings und so weiter. Wir werden nämlich, pass auf, den da, den Schnacksolotl, haben einen kleinen Schnacksolotl von der Lisa gekriegt. Der hängt da an meinem Mikrofon dran, den sagt man jetzt halt nicht, weil da gerade das Battle drüber ist, aber ist so wurscht. Die meisten sollten ihn eigentlich kennen. Und den werden wir verlosen und das werden wir wahrscheinlich im Zusammenhang mit Fanart machen. Das heißt, da dürft ihr lustige Sachen zeichnen, die irgendwas mit mir zum Tor haben oder sonst irgendwas und das, was am besten oder am lustigsten oder wie auch immer, das, was mir am meisten begeistert, dem werde ich dann einmal hier den Schnacksolotl zuschicken und keine Ahnung, signiere dann noch schnell und so weiter und dann verlost man das. Da habe ich mir gedacht, das kann euch vielleicht taugen. Will er auch der die Bavaria. Wenn ein Streamer mal die 1000 Leute knackt, ich war dort zum helfen, wenn es der Bürger zulässt. Das schauen wir mal. Also ich glaub nicht, da ist noch ein sehr weiter Weg hin, dass wir streamen schon wieder 2 Stunden. Alter, was geht denn? Das sind immer konstant 230, 250 Leute da. Immer, die ganze Zeit. Ist schon krass genug eigentlich. 1000 müssen es gar nicht sein, weil dann kann ich nicht mehr reagieren. Also, keine Ahnung, dann kann ich hinter und von kein Mac nicht mehr auf irgendwas reagieren, was ihr schreibt oder sonst was. Das wird dann unmöglich. Dann macht mir wahrscheinlich auch Streamen gar keinen Spaß mehr, weil dann muss ich mich hersitzen, kann nicht mehr auf eine Fragen eingehen, ich mach das da ja spontan, ja. Ich bereite mich nicht vor und gar nichts, sondern ich mach einfach. Herr Boris, Blut schon wieder! Servus Birger, du hast die Brezen, heute kriegst einen 5er-Dienst in 35 Tagen in Moos ausgeben. Servus Bilger, du hot Brezen, heit kriegst an 5 ergänzt in 35 Dog in Moos ausgem MASD. Wenn's dir fragst, WOS du in Moos mixt, ja ins PFINGSTFESD, Smiley mit Freudentränen. Erst einmal vergeht's gut an den borischen Blutmensch, für den 5er, vergeht's gut. Pfingstfest, ja wer kennt denn bitte bei uns im Umkreis als Moser Frühschoppen nicht? Bloß blöderweise ist da halt über Beistinger Volksfest. Und das ist eigentlich fast schon mein Lieblingsvolksfest im Beisting. Und das Einzige, was mir noch besser gefallen hat, ist das Landauer Volksfest. Und ja. Bloß fürs Frühschoppen, hoppala, da bringe ich mich lieber um, bevor dass ich da noch mal hingehe. Birgelex schreibt, nächster Porträt von dir sollte. Birgelex schreibt, ich schreibe nicht selber, ich bin ein totaler Volldepp. Der Willer schreibt, nächster Porträt. Birgelex. Nächster Porträt von dir sollte machbar sein für einen Tätowierer. Schickt's mir zu, was ihr lustig seid. Liebend gern, keine Ahnung. Der muss jetzt nicht dich tätowieren. Na, also ohne Scheiß, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, dass er sich meine dämliche Fresse irgendwie tätowieren lässt, dann komm ich vorbei und schlag ihn tot. Also dann ist der Spaß, dann hat der Spaß ein Loch. Siehst du, der Tätowierer. Mr. Gentleman! Meinst du, kriegst irgendwann einmal eine Show in BR? War sau geil, du glaubst, da passt da gar nicht. Oh, das hat mich schon mal jemand gefragt. Mogans, du kriegst irgendwann eine neue Show im BR.
Was Wär willst du da saugeil, glaubt du basta auch gut nei. Genau um das geht's. Der Stefan schreibt, Grüß an Trachtman übrigens. Grüße zurück. Ich bin mit dem Chris quasi ja immer noch im Headset, aber er ist halt einfach hochkonzentriert. Wir können ja da mal noch mehr einschauen. Erstmal vergeht's gerade. Ich beantworte gleich deine Frage, die du gerade gestellt hast. Das ist nämlich eine sehr interessante Frage. Er ist gerade an der Lederhosen, an der Lederwix. Saubere Lederwix. Kriegt er wegen schon. Und so wie man das anschaut, ist der Trachtmensch schon 3/4 fertig. Krasser Ja, Schüssel. viel ist nicht mehr. Viel ist nicht mehr. Bin ich gespannt. Birger, schau mal bitte aufs neue Lied vom Lil Pampo. Das ist echt keine Musik mehr. Oh Gott, nein, den Spacko schau ich mir nicht. Da krieg ich einen Schlaganfall. Tut mir leid. Also, ich bin gerade gefragt worden, war mal geil mit, oder eine Frage war es glaube ich gar nicht, war mal geil, war Sendung im BR, Fernsehen, bla 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 bla. Ich sag ganz ehrlich, der Bayerische Rundfunk hat schon das erste Mal an die Tür geklopft, hat einmal gefragt so, hey, hättest du Lust bei sowas und sowas mitzumachen? Hab ich gesagt, ja. Ja gut, dann schauen wir da mal, ob das was werden kann oder nicht. Hab seitdem aber nichts mehr gehört. Das ist schon eine Zeitl her. Ist aber auch scheißegal. Weil je länger, dass ich drüber nachdenke, desto weniger mag ich es eigentlich machen. Ich glaube nicht, dass meine Zielgruppe im BR sitzt. Dann ist das nächste, das darf von so vielen Sachen abhängen, ob ich eine Sendung im BR machen würde, machen möchte oder sonst irgendwas. Da wo ich gar nicht wissen, wie soll ich da anfangen, an was das alles liegt oder nicht liegt oder wie auch immer. So zum Beispiel darf ich mir das selber aussuchen, was ich da mache. Dann ist die Frage, was mache ich da? Dann ist die Frage, wie ich zensiert, hundertprozentig wie ich zensiert, anders als auf YouTube oder auf Twitch oder sonst wo. Koha. Kochen, soll ich eine Kochsendung machen? Spoiler einmal du nicht. Du bist Was? Du kannst ja auch eine Kochsendung machen. war Gaudi. Ja, also wie soll ich sagen? Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich das machen werde für den BR. Herr Poldikratzer! Rein angeschrieben. Heit an gescheiden Suff. Das ist ein kurzer, knackiger Kommentar. Heit, gescheiden, Suff. Vergeht's gut. So. Wer ist denn überhaupt noch da? Ein Kucherbocher. Ich soll mich in den Bayerischen Rundfunk einsitzen und so ein Kucherbocher. Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß es ja nicht. Den Kuchen darf keiner fressen. Ganz ehrlich, da mache ich doch lieber Augenzwinker meine eigene Kochsendung auf YouTube. So, das war jetzt aber auch schon alles, was ich zum nächsten Video sage. Es gibt auch YouTube-Shows, die mit dem BR kopen. Zum Beispiel Cold Mirror oder World Wide Wohnzimmer. Alles auf YouTube. Ja, weiß ich schon. Aber die haben halt trotzdem beim BR mehr oder weniger, mehr oder minder angestellt, wahrscheinlich freiberuflich angestellt und so weiter. Und ich glaube, die meisten Leute vergessen gern, dass ich eine Arbeit habe. Und die gebe ich auch nicht her, weil die Arbeit finde ich so in der Form nie wieder. Nie wieder. Die ist unbezahlbar. Die ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Herr Kutzer, oder du sitzt im BR und haust da Birnen zu. Ja, da war ich dabei. Sitze mir ins Studio ein, gehe durch die Studios durch und kommentiere alles und sage alles ab. Und dann gehe ich wieder heim. Das mache ich jeden Tag. Wenn sie mir da dafür zahlen, dann sage ich, bin ich dabei. Oh, der andere Herr Kutzer ist auch dabei. Kannst du mir bitte kurz einen Reichel-Song, dass er ein Depp ist? Wer ist denn der Reichel? Was? Ein Reichel-Song, dass er ein Depp ist, derjenige weiß, wie es gemeint ist. Kannst du mir bitte am Reichel... Reichel, du bist der Depp. Ich weiß nicht, was ich wem jetzt da gesagt habe, aber das wird schon alles sehr Richtigkeit haben. Bürgerbacken, das klingt nach einer geilen Idee. Glaubt's mir, es wird entweder richtig schlecht und es wird nicht verstanden oder es wird das Beste, was mir jemals eingefallen ist. So, ich weiß was, am harten Kern kann ich es ja zeigen. 250 Leute, das ist ja in Ordnung. Ja? Ich gehe davon aus, dass das andere Video, das am nächsten Mittwoch kommt, viel mehr Leute sehen. Deswegen blendet ihr euch jetzt einmal ein Beutel, blendet ihr euch ein. Jetzt pass auf. Ein Bildchen blende ich euch ein. Der Herr Chris Kläuber hat mir wieder seine Zeichenfeder geschwungen. Und jetzt muss ich es bloß suchen.
Da ist irgendwo, da ist nicht Bilder. So. Jetzt pass auf. Eins. Eins. Zwei. Muss ich da jetzt noch irgendwie etwas anfügen? Ich weiß nicht. Das lassen wir jetzt einfach einmal schnell 10 Sekunden so stehen. Das lassen wir jetzt einmal so wirken. Währenddessen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Schnacksolotl wirklich auch einen Zipfel hat und genauso ist, wie er ausschauen soll. Und mir hätte es fast zerrissen, wie er mir das geschickt hat. Und dann lassen wir das jetzt einfach einmal so stehen. Mehr habe ich nicht gesagt. Naja, so. Möchtest du jetzt am Schuhbeck Konkurrenz machen? Ja, ja, genau, das ist der Plan. Definitiv, das wird was, da bin ich mir sicher. Das ist ja nicht schwer. Das ist auch nicht wirklich schwierig, ne? In der Zwischenzeit können wir mal schauen, was das da unten schon wieder für Formen annimmt. Pass auf. Nochmal einblenden. Es ist quasi der linke Arm vom Trachtman dran, der Rest ist schon irgendwie offensichtlich so gut wie fertig. Möchtest du das eigentlich nur kolorieren oder möchtest du es schwarz-weiß lassen? Ich finde schwarz-weiß eigentlich auch ganz geil. Schwarz-weiß, das wird koloriert. Ah, gut, bin ich schon start. Servus. Auf Wiederschauen. So, Herr Moritz Stöckner, kannst du mich mal grüßen? Ja, Frale, habe die Ehre, Herr Moritz, Servus. Beziehungsweise Dervus, so wie wir es heute gelernt haben. So. Sauberer Zipfelschwinger, der Schnacksolotl. Der Schnacksolotl ist brutal. Der ist brutal. Der kennt überhaupt nichts. Deinerlein. Servus Bürger, bin auch wieder am Start, du geiler Typ. Sag ich, Herr Deinerlein, das freut mich, dass du wieder da bist. Du geiler Typ. So. Der andere Herr Kulzer locht, wie geil, mit dem Schnacksolotl dabei, heil dem Schnacksolotl. Also ich muss dazu sagen, diese Kochsendung, Kochstudio, Birgers Kochstudio, ist angeteasert. Es kommt ganz drauf an, wie es ihr drauf reagiert, dann schauen wir mal, was passiert. Mehr mag ich jetzt nicht mehr sagen dazu. So. Oh, Dioni Schmid schreibt schon, dass es ein 1080 in London nicht mehr gibt. Ja, das stimmt. Jetzt ist er doch schon, wie lange ist 1,5 Monate haben wir jetzt schon geschlossen. Oh, Deinerlein schreibt, diese Frau, kein Typ, das tut mir natürlich leid. Dann, wie sagt man dann? Du geile Sau. Hat er nicht gesagt. Entschuldigung, danke und merci, dass du wieder dabei bist. Naja. Wo war man? Scheißel. Wo? Birger, bist du der neue Joe Waschel? Da haben wir letztes Mal erst im Stream drüber geredet, über den Joe Waschel, gell? Nein, so wie der Joe Waschel wird es auch nicht. Also wenn es irgendwas wird, dann wird, ich kann gar nicht so genau definieren, was das dann wird. Das kommt jetzt erst einmal drauf an, wie darauf reagiert wird und dann schauen wir mal, ob uns da vielleicht ein neues Format vor die Füße hergeschwappt wird. Schauen wir mal. Ja? Das kommt ganz auf die Reaktion drauf, was ich dann in die Kommentare entnehmen kann und so weiter. Schauen wir mal. Schaut es euch dann erst einmal, es ist ja noch nicht ganz fertig. Und ist ja nur ein ganz minimaler Ausschnitt in einem Video, das kommen wird. Und wird dann schon. Der Michi YT schreibt, ich hab mir einen Trachtman-Comic gekauft. Dann muss jetzt diesmal nicht ich in meinem oder in deinem Namen mehr Saison, sondern du Vergelt's kannst... Vergelt's Gott! Der Trachtman-Zeichner ist ja heute zu Gast, für alle, die gerade zuschalten. Da ist er gerade live am Zeichnen. Er zeichnet quasi gerade einen Trachtman in Kombination mit dem Massimo als Team-Up, der da auf der rechten Seite umeinander blitzt. So wie mir das anschaut, ist der Trachtman, glaube ich, gerade fertig geworden. Jupp, da mache ich jetzt nur noch ein paar Korrekturen, Highlights noch rein und dann geht's mit dem Massimo. Oh, dann wird's spannend, dann kommt der Massimo. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Warum kann ich das nicht weg tun? Wieso kann ich das jetzt nicht mehr kleiner ziehen? Jetzt kann ich es kleiner ziehen. So. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist da los?
Mann, kann man diesen Gaming-Gott-Idioten nicht bitte bannen? Das gibt's doch nicht, dass man den nicht rausschmeißen kann, oder? Mei. Hey, Birger, suffst du eigentlich viel Bier oder mehr so Rum-Cola und so? Das ist aber eine berechtigte Frage, Herr Herbie. Ich trinke sogar mittlerweile viel mehr Captain Cola zum Beispiel als Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Birger hat das Internet kaputt gemacht. Was, ich hab das Internet kaputt gemacht? Was ist denn schon wieder da? Was ist denn schon wieder kaputt? Geht schon wieder nix, oder was? Kennst du einen Helmut Abinser? Wer ist denn der Helmut Abinser? Na, wer soll denn Helmut Abinser kennen? Ach, der Helmut! Ach, der Helmut Abinser. Meinst du einen Abinser, Helmut? Ja, Sag das doch gleich. Der Güni 90, BBB Barbecue. Das werden immer mehr Bs. Was Bs? Birgers Borisches Barbecue. Birgers Borisches Barbecue. Ja, das soll eigentlich mehr Verarsche werden. Das ist eigentlich, man kann ja da beides machen. Keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Aber sicher bin ich noch da, wir haben immer noch ein super Wetter am Ammersee, kannst gerne auf halbe Bier vorbeikommen, dann flackt man uns in die Sonne. Ja, wenn ich mir jetzt an Ammersee beamen kann, dann war das vielleicht eine Option. Was sagst du zum Kaiserbier aus Österreich? Das weiß ich nicht, ich hab's ja nicht getrunken. Wann sollten ihr Kaiserbier aus Österreich trinken? Was sagst du, wann kommt die Tracht? Zuschicken lassen. Schick mir ein Kaiserbier, danke. Nein, ich lasse mir doch keine Biersorten einschicken. Das ist doch scheiße. Ja, doch, schickst du das Bier einfach an Birger in Landau. Fertig. Das funktioniert mit Sicherheit. Oh, da ist Frau Kulzer, ist jetzt auch noch da, oder was? Der andere Herr Kulzer, der Herr Kulzer und, wo ist jetzt, wo war der? Doc Mute und Frau Kulzer. Gibt's eigentlich Kinder? Gibt's Kulzer-Kinder? Glaube ich, gibt's sogar, aber die haben noch zu jung, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben noch zu jung. Also irgendwann, ich mach so lange weiter, bis das erste, der Lord Kulzer dann da ist. Warum gibt's eigentlich im Internet eine Todesanzeige von 2012 vom Birger Lex aus Landau? Weil das mein Vater ist vielleicht. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Der heißt halt so wie ich. Das hilft halt nicht. Ja, gibt Kinder, schauen auch ist 8. Oh Gott, muss ich jetzt wirklich aufpassen, was ich sag? Nein, ich mag nicht aufpassen, was ich sag. Dann Chris und Kulzerkinder. Das ist mir eh klar. Die Yoshi schreibt, einen schönen guten Tag, damit der Preußenverein hier auch mal vertreten ist. Oh, wir haben ja Preußen im Twitch-Chat, die offen zugeben, dass Preußen sind. Mutig. Jetzt wird's kritisch. Instant Ban. Instant Bam, na. Wir haben ja festgestellt, es ist ja grundlegend nicht verwerflich, wem man ein Preis ist. Beziehungsweise, wann ist man eigentlich ein Preis? Das haben wir festgestellt und das werde ich ja im ungeschriebenen bayerischen Verhaltenskodex festhalten. Man ist erst dann ein Preis, wenn man sich auch verhält wie ein Preis. Und wie man sich verhält wie ein Preis, das wäre dann schon entscheiden. So. Steht im Verhaltenskodex. Das ist ein schöner Verhaltenskodex. Ja, wenn man denkt, das kann man so lassen. Jetzt muss ich erst mal erspähen und wieder was zum Trinken da habe, weil ich schon langsam schon wieder heiser werden. Da kriege ich einen Vogel mit der Scheiße. Ja, so. Wenn es irgendwas Besseres gibt wie diesen Wolwig-Eistee, dann soll es mir bitte jemand sagen. Verdammt, dann bin ich ja doch kein Preuße mehr, ich schleich mich nicht. Recht hast. Erstmal habe die Ehre. Ich muss mich ja befragen, es war ja früher auch schon so, da habe ich nur auf Twitch gestreamt und da waren auch immer bloß so 5 Zuschauer. 5 bis 10 Zuschauer am Schluss aussehen. Und es sind immer wieder welche gekommen und wieder gegangen. Und damals habe ich jeden begrüßt und Hallo gesagt und lalala, so weit das noch möglich war. Und manchmal haben die Leute auch gekommen, haben nichts geschrieben und haben wieder gegangen.
Und ich denke mir immer so, was denken sie denn eigentlich die Twitch-Leute, die mich nicht kennen und einfach vorbeikommen und sich das anschauen und kommen einer und denken sich, was macht denn der eigentlich? Mit wem retten der und so? Hallo, das sind 39 Leute, nicht 3500. Und die wissen ja quasi gar nicht, dass wir mir auf YouTube auch noch streamen und da 200 Leute zuschauen. Ist irgendwie keine Ahnung. Venotica oder da Venotica, schaut einmal einen PC im Bierkasten an, vom Hardware-Deals. Den habe ich schon gesehen. Sowas finde ich eigentlich immer ganz geil. So Case-Modding-Geschichten ist ganz nett, aber interessiert mich nicht mehr so viel wie früher. Naja. Der Kind-Kulzer, der gerade geschrieben hat, ist fake, aber lustige Idee. Jetzt einmal, lasst mal die Kulzers aus dem Spiel. Wenn einer, das steht euch auch völlig frei, dass ich jetzt da euch frage, wenn ihr nicht möchtet, dass da jemand Fake-Kind-Kulzer, Kinderkulzer heißt, dann sagt's mir das bitte, dann werde ich eingreifen. Braucht man vielleicht etwa doch einen Mod in Twitch? Wer weiß das schon? Naja. Der Stangelschorsch, Herr Kulzer. Wer ist denn eigentlich, wie ist denn der andere Herr Kulzer? Herr Kulzer seid ist Brüder. Ja, das kann der ich auch beantworten. Das sind die Kulzer-Brüder, die schon seit Anbeginn der Zeit irgendwie da sind. Der Herbie fragt mich, was sage ich zur Musterung? Zu was für einer Musterung? In der Bundeswehr? Bundeswehr wahrscheinlich. Ich bin nie gemustert worden, da kann ich nichts dazu sagen. Keine Ahnung. Erdnuss-Skills. Es fragt mich, spielst du LOL? Mittlerweile eine Zeit lang schon nimmer, aber da habe ich, glaube ich, 8000 Stunden drin versenkt in dem Spiel. Mittlerweile nimmer, sagen wir es so. Schon lang nimmer. Schon eine Zeit nimmer. Vollbissqualle steht hinter Kulzer, also Hashtag Kind Kulzer. Was? Schaut doch mal das Video von... abgesehen davon, wenn man mir stimmt, schreibt auch gerade der Lecter was taken. Als Mods daten sie die Kulzers ja anbieten. Korrekt. Das wären auch, sobald wir mir Mods für Twitch brauchen, werde ich auch die Kulzers nicht fragen, ob sie das machen wollen. Es muss ja kein Motto den ganzen Tag jeden Chat-Scheiß lesen. Wenn es irgendjemanden zum Bannen gibt oder zum Sperren gibt oder sonst irgendwas, dann sage ich das im Stream, dann hört ihr das und dann könnt ihr das machen, wenn ihr das machen möchtet. Das ist einfach bloß eine Arbeit. Spart euch doch das. Das ist doch keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ist recht, ich sag's dir, falls nervt oder Dummfug gemacht wird mit unserem adligen Namen. Ja, zu Recht. Dann sagst du mir's und dann mach ich gleich die und einen Herrn Kulzer und einen anderen Herrn Kulzer zum Motten und kannst es selber regeln. So, legt da was taken. Wenn die wirklich schon so lange da sind, wäre ich sogar dafür, liegt aber beim Bürger, ob der die zum Mod machen möchte und ob die das machen möchten. Stimmt? Das sind immer zwei Paar Stiefeln. Ich frage euch, ihr sagt ja oder nein. Sagt's nein, da sage ich, bin ich euch auch nicht best. Das ist ja bloß eine scheiß Arbeit. Natürlich, ich möchte es auch nicht machen. Ich sag das ganz ehrlich, was ist. Und fahr jetzt durch, dann sage ich, vergeht's gut. Recht viel zum Tor ist, glaube ich, aber nicht. Ach ja. So. Wo haben wir denn überhaupt? Schauen wir doch mal. Oh, er ist ja schon am Massmo dran. Jetzt muss ich da mal schnell umeinander klicken, dass ich das da wieder größer ziehen kann, was irgendwie nicht so funktioniert. Doch, so funktioniert's. So. Der Massmo wird gerade zeichnet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht einmal selber, was der Ansatz ist. Der Ansatzarm ist der linke oder der rechte? Ich glaube, es ist sein rechter Arm, ist der Ansatzarm. Doch, passt schon so. Und im linken hat er einen Maske in der Hand. Und ich versuche gerade auszufinden, wo er gerade ist. Im Gesicht, glaube ich, ist er gerade. Also entweder im Gesicht oder auf der rechten Seite. Ja, er malt gerade am Board. Und da bin ich schon wieder so fasziniert, wenn man das so schnell, so schön buschig zeichnen kann. Seht ihr das? Ich hoffe, man sieht das im Video einigermaßen. Ich tue mir mit dem Mauszeiger hin. Da wurstelt er gerade umeinander. Und jetzt kommt der Mund. Also kleine Falten unten rein. Wie geil er ausschaut. Man sieht ihn ja mit dem roten Ding im Hintergrund schon so ein bisschen. Und da muss ich wirklich sagen, ein richtig fettes Kind, das ist auch wichtig, ist wichtig. Das hat er, man merkt schon, er hat halt einfach ein geschultes Auge dafür, dass er das schon erkennt, was ich mir da gedacht habe. Und er übernimmt das einfach in seinen Zeichenstil. Und es ist einfach zu brutal. Das ist einfach zu brutal. Ich bin gespannt, wie das ausschaut, wenn es fertig ist.
So, das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist, was wir kriegen, es ist schon 10 nach 5. Puh. Ach du Scheiße. Ja, leck, Alter, da hab ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Wir streamen schon wieder fast 3 Stunden. Wenn es ist, dann zeichnet man so nächstes Mal fertig. Haha. Ja, das können wir auch machen. Weil ich glaube, dass das jetzt mit Sicherheit noch eine Stunde oder 2 dauert, bis das Finale ist. Dann machen wir halt beim nächsten Mal weiter. Dann schiebe ich die halt da wieder in den Sickerl, aber du zeichnest gemütlich und wenn du Lust hast, natürlich, ist aber eh klar. Und dann schauen wir. Der Güni90 schreibt, Birger, ich pack's, muss ich fertig machen für die verschissene Nachtschicht. Haut's nein, und ins Wochenende ein. Herr Güni, vergeht's gerade für deine Donations an dieser Stelle nochmal, habe ich natürlich nicht vergessen. Und so viel Spaß, wie es geht in der Nachtschicht. Weiß jetzt auch nicht, ob er da irgendwie Spaß haben kann. Weiß nicht. Der Herr Brause schreibt, habe die Birger, sing mal was für mich, was hat gestern Geburtstag? Jetzt kannst du mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. So. Kann man das irgendwie nicht vorstellen, dass da die ganze Verwandtschaft, Familie an selben Stream schaut seit einer Zeit? Da sage ich ganz ehrlich, da ist der Watt für den Herrn Kulzer der Aufwand zu groß und ich habe auch mit einer auf Facebook schon geschrieben, mit dem Alex und mit dem Mike habe ich schon geschrieben und sie sitzen offenbar wirklich da und schauen mir jedes Mal zu. Und deswegen sage ich da freut mich. Und jetzt mal ein Special habe ich dir, weil sie seit der ersten Stunde dabei sind. Und wenn die Frau Kulzer halt wirklich auch noch die Frau Kulzer dabei ist und sie noch einen extra Account gemacht hat, dann muss ich halt sagen, grüß Gott beieinander. Ja, das Bonnie schreibt in der Polizeikontrolle, lassen Sie mich gefälligst fahren, ich bin Bürgermod. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich konnte es vielleicht schon verstehen, dass das eine kleine Besonderheit ist natürlich für diejenigen, wow, cool, ich darf Mod sein beim Bürger oder so, ganz ehrlich, wir sind alle ganz normale Menschen und vielleicht ist es kurze Zeit was Besonderes, aber letztendlich ist es irgendwann Arbeit. Naja. Was siehst du zu 14-Jähriger, wo saufen und rauchen und sie fühlen? Ich weiß jetzt nicht, was du am Schluss meinst mit, wo sie und sie fühlen. Wahrscheinlich kommt da noch und sie fühlen wie Könige. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war mit 14 genauso behindert und hab geraucht und gesoffen und hab mich aufgeführt wie der letzte Vollidiot. Deswegen verstehe ich das, dass man da so ist in dem Alter. Das ist halt so. Das ist halt so. Da wird einfach, möchte man mit 14 Pubertät, ja, da möchte man einfach mit Gewalt rebellieren und ist mit Gewalt ein Arschloch. Und man ist mit Gewalt gegen alles und alle sind dumm, außer ich, da war es genau das Gegenteil der Fall. Aber ist ja wurscht. Naja. Der Wauzi ist auch da. Ich hab gerade gemütlich bei einer rechten Zipferhalbe. Das ist der Wauzi. Ja, wir haben uns leider ja immer noch nicht getroffen irgendwie. Das ist wirklich auch irgendwie traurig. Seit wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange spiele ich Eve? Also ich spiele ja jetzt schon eine Zeit nicht mehr, aber wann bin ich gekommen? Vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren Eve gespielt und seitdem bin ich bei euch in der Alli und wir haben uns immer noch nicht gesehen. Ihr müsst mir unbedingt einmal anschreiben, wenn ihr euer Alli-Treffen macht, weil da komme ich dann einmal vorbei. Das müssen wir fast machen. Naja. Und ganz ehrlich, weil die Deinerlein schreibt, ich habe auch mit 14 zum Saufen angefangen. Das ist in Bayern halt so. Also ich weiß nicht, ob das außerhalb von Bayern ist, wahrscheinlich auch so. Da entdeckt man halt die Sachen das erste Mal. Man wird damit konfrontiert, man möchte gegen seine Eltern wedern, dann mag man Raucher probieren, man mag Saufen probieren, den ganzen Scheiß. Das ist übrigens auch das Einzige, was ich im Nachhinein ändern darf. Die Raucherei ist völliger Dummdreck, Behinderungsscheiß. Nicht gut, nicht gut. So. Schulz. Der Herr Bayerhammer schreibt, was nichts Verwerfliches ist, deswegen lese ich es jetzt auch vor. Ich bin jetzt 15 und hab erst ein Glasl Weißbier gehabt. Ja, ich bin ein bisschen spätreif. Das hat mit spätreif nichts zu tun. Ganz ehrlich, wenn du 15, 16 bist und hast keinen Bock auf Saufen, dann bist du deswegen kein Untermensch. Was soll denn das aber? Wenn du aber 15 bist und hast Bock auf Saufen, dann bist du auch kein Untermensch. Fertig. Soll doch auch jeder machen, was er möchte. Das ist aber eh klar, ne? Ich bin als Kind in den Braukessel gefallen. Seitdem bin ich besoffen. Die Geschichte habe ich doch schon irgendwo einmal gehört. Venotica schreibt, wo kann ich ein Fanart hinschicken, wenn ich es gemacht habe? Behaltet ihr euch die Fanarts rüber? Ihr könnt es ruhig schon zeigen, aber es wird definitiv ein Gewinnspielchen kommen mit Fanarts und die lustigsten und besten, über die lassen wir dann abstimmen oder was weiß ich.
Da weiß ich noch nicht, was ihr mir die hinschickt. Entweder auf Facebook oder wir machen auf Reddit eine Abteilung dafür, irgendwie so. Es ist sowieso generell einmal so eine Sache, irgend so eine Plattform, wo ich mit euch ein bisschen interagieren kann. Was bietet sie denn da an? Keine Ahnung. Und ich sag's euch gleich schon, ich mag kein Instagram hernehmen. Oder irgendein Mist. Der Herr Nussbaumer fragt, wie schaut's bei dir mit Warvis aus? Was ist Warvis? World of Warships? Spiel ich nicht mehr. Keine Ahnung, das ist am Anfang ziemlich geil gemacht, finde ich. World of Warships macht wirklich Spaß, so bescheuert, wie sie sich anhört. Was tust du denn da? Ja, Boot fahren. Wie Boot fahren? Ja, da bist du schießen. Das schaut voll langweilig aus. Ist aber tatsächlich saulustig zum Spielen am Anfang, bis man so in Tier 7 kommt. Und bei Tier 7, damit meine Stufe 7, also es gibt 10 Stufen, glaube ich, und dann werden die Schiffe immer moderner und krasser und so weiter. Ab da macht es irgendwie dann keinen Spaß mehr. Entweder habe ich bis dahin dann 2 gespielt, oder die Schiffe sind krass. Irgendwie dann, keine Ahnung, das macht dann keinen Spaß mehr. Ja, keine Ahnung. Bürger, mach halt einmal eine WhatsApp-Gruppen. Die wird halt, das läuft auch wieder Gefahr, dass da so viel eingepostet wird und geschrieben wird und Dreck und was weiß ich, dass ich das nie in meinem Leben lesen werde und nach 5 Minuten schon keinen Bock mehr habe. Genauso wie Nachrichten, die mir direkt geschickt werden. Da kriege ich so viel, dass ich die einfach nicht mehr lese teilweise, weil ich mir denke, wo soll denn das hinführen? Ich tue den ganzen Tag nichts anderes als mit Leuten chatten. Was chatten? Ich glaube, den Begriff habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gesagt. Naja. Schauen wir mal, wie weit das er ist da. Was ist das? Schauen wir mal. Ah ja, jetzt ist Lederhosen da. Also der Oberkörper, die Hälfte vom Oberkörper ist schon fertig. Man sieht da schon seine Hosenträger. Er hat sogar eine kleine Maß. Da eingezeichnet auf seine Brust. Das wird super. Bloß habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir mir da heute nicht mehr fertig werden. Hätte man früher anfangen müssen. Ich wollte gerade sagen, da hätte man wahrscheinlich von Anfang an gleich mit Zeichnen anfangen müssen. Es ist natürlich, steckt, da sagt man aber mal jetzt wunderschön, wie viel Arbeit in sowas steckt, ja? Also, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie lange du schon ohne zeichnest, aber 1,5 Stunden mindestens. Mindestens, ja. Eine WhatsApp-Gruppen für VIPs ist doch mal eine geile Idee. Das ist mal eine tolle Idee. Die Frage ist bloß, wie ihr euch das zukommen lasst. Jetzt pass auf. Da hole ich doch mal mein Handy raus. Akku fast leer, 1%. Hat sich schon wieder erledigt. Also wacht, wo ist Heisel? Steckt mal das Handy mal an. Das ist doch mal eine gute Idee. Für eine kleine gebende Geste für die VIPs. So, und jetzt ist das Handy aus. Verdammt! Ja, das ist eine gute Idee. Das ist aber Gott sei Dank, dass das jetzt jemand einmal gesagt hat, dass ich mir endlich einmal auf eine Idee komme, weil ich selber auch fast kein WhatsApp nicht hernehme. Klingt komisch, ist aber so. Dass man das mal, dass ich eine Kleinigkeit für YouTube-VIPs habe. Eine Besonderheit, eine kleine. Das ist doch was. So, wo sind wir? Wer ist denn überhaupt noch einfach da? Der Blackfish fragt mich, Birger, hast du Netflix? Ja. Super Frage. Multix HD, dann kaufen sie aber wahrscheinlich alle da VIP nur, um in die Gruppen zu kommen. Also irgendwie, das kann man ja allem auslegen. Wahrscheinlich kaufen sie viel, kaufen ist ja sowieso so eine Geschichte, kauft man sich dieses VIP wirklich? Naja, müssen seit 2-3 Monaten in der Gruppe VIP sein, bevor es dann nicht darf. Es ist mir auch wurscht, ganz ehrlich, wenn jemand diesen VIP-Status hat, dann mache ich in dieser Gruppe jemanden zum VIP, zum Moderator und aus.
Und der kontrolliert, das muss ja dann wirklich jemand sein, der da Bock drauf hat. Der darf da meinetwegen auch ohne VIP-Status rein, aber der kontrolliert die VIP-Stati und wenn die korrekt sind, dann passt es. Und wenn jemand nicht mehr VIP ist, dann fliegt er aus der Gruppe aus. So ist es da noch sagen dazu. Naja, das überlegen wir uns aber nächstes Mal. Sag ich euch, was ist. Wir gehen nämlich schon wieder steil auf die 3 Stunden zu. Dann können wir vielleicht auch einmal einen Chris so langsam darauf vorbereiten, dass wir irgendwann in die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde uns einmal verabschieden werden. Jetzt ist mein Headset schon wieder fort. Grüezi, fix, Mari. Ich krieg nochmal einen Vogel damit. Jo, können wir machen. Ja. So. Jetzt habe ich, falls du irgendwie reagiert hast, ich habe jetzt nicht gehört, mein Headset ist schon wieder ausgefallen. Ja, passt, okay. Können wir das einmal noch mehr einblenden? Wo ist er gerade? Ja, ich glaube, jetzt kommt der Ansatz an. Ah ja, da herum wird das zerfetzte T-Shirt zeichnet. Man sagt auch, dass er da nicht genau übrigens über diese roten Linien drüber zeichnet, sondern dann das noch mehr ein bisschen reinterpretiert wahrscheinlich. Aber gut. Freestyle! Es ist einfach faszinierend dazu zum Schauen. Da kannte ich mir 2 Stunden hinsitzen und kann man das einfach anschauen. Der Gregor Gaming schreibt, neben am Kloster zirkt der Puffei. Vom Mittagstisch sieht man direkt auf einen Eingang. Mittag schauen die Nonnen, wer so rein geht. Nonne 1. Schaut's einmal, da geht der Bürgermeister ein. Nonne 2. Mei, den hab ich noch nie mengen. Nonne 2. Ui, da geht der Pfarrer rein. Nonne 1. Mei, wird halt einer gestorben sein. Wahrscheinlich. Mr. Max 510. Geht's gut. Bilder geile Sach mit dem Chris, besser geht's echt nett. Da wird noch einiges Guards entstehen. Ich hoffe doch, dass da noch einiges Gutes entsteht. Vergelt's gut für den Fünfer. Den Fünfer braucht's nicht. Du bist VIP. Hört auf. Aber vergelt's gut natürlich. Ja, da erlegen, wenn es mir nicht gefreut hat. Das finde ich nicht in Ordnung mit der WhatsApp-Gruppen, da man nachher fast gezwungen, dir Geld zu geben und arme Leute werden benachteiligt. Das ist genau der Grund, warum ich jetzt gerade noch keine WhatsApp-Gruppen nicht aufgemacht habe. Auf der anderen Seite ist aber auf meiner Seite so, ihr Leute geben diesen VIP-Status aus und haben nicht irgendwie eine wirklich spürbare Besonderheit. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ja? Es sind diese Emojis auf die... Mr. Hasi! Bierkrug. Bierkrug. Merci. Was? Erst mit einem Fünfer geht der lange Text? Da schauen wir jetzt aber sofort noch. Jetzt muss ich den Chris mal schnell weg tun. So. Das war nicht beabsichtigt, dass man erst einen Text einschreiben kann ab 5 Euro. Ja? Da werden wir sofort nachschauen. Es war beabsichtigt, dass man erst ab 5 Euro so Medien anhängen kann, also YouTube-Videos anhängen kann und Sounddateien anhängen kann. Und das glaube ich habe ich ganz ausgeschaltet. Jetzt pass auf, wo muss ich denn da nachschauen? Alertbox. Na, das war's nicht. Hä? Das ist doch der YouTube Superchat. Über das ihr das schickt. Benutzt es doch einfach, wenn's. Ich meine, du hast jetzt schon 5-mal gespendet. Benutzt doch den Spenden-Button in der Beschreibung. Das ist der Twitch-Link. Derselbe. Der kommt dann in lila. Da könnt ihr immer einen Text einschreiben. Hat YouTube das geändert? Ihr macht's doch das. Also ernsthaft jetzt, das weiß ich nicht. Das schockiert mich jetzt ein bisschen. Das ist ja scheiße. Schockiert mich jetzt. Jetzt pass auf. Gehen wir da auf den Superchat. Superchat senden. 2 Euro, 5 Euro, Beitrag und Nachricht werden. Also, man kann doch im Superchat, kann man doch auch ab 1 Euro. Ab 2 Euro. Wieso kann man ab 1 Euro nicht? Das kann ich nicht einstellen. Wieso kann ich das nicht einstellen?
Da muss ich mich mal schlau machen. Ja, je mehr Geld, das man da auftreibt, das ist von YouTube so vorgefertigt, das kann ich nicht ändern. Wenn's ihr einen Text schreiben möchtet, dass der da erscheint, dann könnt ihr auch gern den Spendenlink in der Beschreibung benutzen. Dann funktioniert das einfach so. Und wenn du bloß einen Euro, bloß in Anführungsstrichen, ja, einen Euro spendest, selbst dann kannst du einen 250 Zeichentext schreiben. Naja. Ich hab, ja, Google limitiert das. Also bei 2,50 Euro Zeichen, das ist ein bisschen bitter gemacht von YouTube. Da warten wir aber auch schon wieder so weit. Das ist ja dasselbe Schema. Das schaut jetzt aus, als möchtet ich echt Kohle aus der Hosentasche ziehen. Und Herr Kulzer! Du stinkst. Dandere Herr Kulzer, du stinkst, du alte Flatterfotze. Wie geil das vorliest, das ist einfach nur geil. Es ist Bruderliebe par excellence, das mag ich. Aber ich glaube, die zwei mögen sie. Ich glaube, das gefällt die zwei mögen sie. Das ist in Ordnung. So. Also nochmal, zurück, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Vor allem für den harten Kern, für die VIPs, die da sind und für die noch zuschauen nach 3 Stunden. Das schaut jetzt dann noch aus, als möchtet ihr euch die Kohle aus der Tasche ziehen. Je mehr Kohle ihr spendet, desto mehr könnt ihr schreien. Das kann ich nicht beeinflussen, das macht YouTube einfach. Ich kann das nicht ändern. Also ich kann nicht sagen, hey, ab 5 Euro so viel Zeichen, ab 2 Euro das und so weiter. Und ich hab mir halt so gedacht, dieser VIP-Status, der kostet 5 Euro im Monat, ja. Das kann ich auch nicht ändern. Ich kann auch nicht sagen, hey, der soll halt aber 10 Euro kosten, oder hey, der soll halt bloß 1 Euro kosten. Der kostet 5 Euro aus. Das ist halt so. Ja, das ist so. Ich kann nicht YouTube sagen, macht das bitte für mich extra wurscht, das machen wir anders. Und im Prinzip kriegt ihr dafür nicht recht viel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ihr kriegt so ein kleines VIP-Symbol im Chat, ihr habt Zugriff auf so Emojis, über Emojis habt Verfügung und das war's aber auch schon. Ja? Und da denke ich mir, wer das durchzieht, dass er mir im Monat 5 Euro zahlt, ja? Ich kriege ja nicht ganz 5 Euro, 3 Euro, aber ihr zahlt 5 Euro, bin ich der Meinung, hey, kleine Besonderheit, wir machen mal einen kleinen VIP-Chat, eine WhatsApp-Gruppen, fertig. Ja, natürlich wird das von der einen Hälfte so verstanden, von der anderen Hälfte wird es so verstanden. Die eine Hälfte sagt, ja, coole Geschichte, muss ich nicht unbedingt haben, ist ja egal, keine Ahnung. Es kann mir auch jeder so schreiben. Ja, solange es keine Schwachsinnsnachricht ist, da wo ich nicht antworten mag. Da muss ich keine WhatsApp-Gruppen nicht haben dafür. Und das ist aber halt eine kleine Gruppe von den Leuten und ist halt so. Keine Ahnung, eine kleine Besonderheit. Eine kleine Besonderheit. Oh, shit, wir sehen meinen Christen nicht mehr, das stimmt. Gut, dass du das schreibst. Da haben wir. Holy shit, jetzt ist er aber schnell fertig, Mann. Wo ist denn jetzt das? Krass. Die Inks sind fertig. Das ist jetzt aber schnell gegangen, holy shit. Massmo und Trachtman. Jetzt bitte noch geiler, wenn's mich fragst, auf 1,5 Stunden aus dem Handgelenk gezaubert. Links ist übrigens der Trachtman, rechts ist der Massmo. Der hat gesehen, dass er ausblendet ist und hat es einfach fertig eingeladen. Ja, das war unser Plan. Das war unser Plan. Zuerst lasst man euch 2 Stunden lang zuschauen, wie er es 3/4 fertig macht, dann blendet ihn schnell aus und dann fügt das Ganze ein, weil er schon fertig war vorher. Nein, natürlich nicht. Das Ohrkatzel schreit T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt. Das müssen wir uns noch... Es ist ja noch nicht fertig. Das ist ja... der Zipfel aus Freiung. Vergeht's gut. Servus, Bürger von mir. Leider bloß... ein Mac, aber trotzdem viel Spaß. Nein, oh Gott, jetzt habe ich wieder was losgetreten über diese... Servus Bilger, wo mir leider bloß 2 Mac, aber trotzdem weil Spaß no i hau i ATZ ab zum Saufer. Michi! Ja, merci. Das wollte ich, mein Gott, das wollte ich damit nicht bezwecken jetzt. Also ernsthaft jetzt ganz kurz. HB die Servus, ich sitz beim Scheißen und schau dir ZU ab.
Ja, wenn man beim Scheißen sonst nichts tut, dann muss man mir zuschauen. Das ist aber ja klar, ja. Ich setze ja voraus, als Bürger, Zuschauer. Nein, aufhören jetzt nicht. Allen Ernstes, ich wollte jetzt nicht damit lostreten, hey, spinnst du mir mehr Geld. Um das geht's nicht. Ich möchte bloß nicht, dass das, und schreib bitte nicht, hey, von mir bloß ein Euro. Hallo, ist es auch ein Euro? Was soll das? Den hast du auch nicht geschenkt gekriegt, ja? Und deswegen das ist mir wichtig einfach. Keine Ahnung. Es ist mir wichtig, dass ihr wisst, wo euer Kohle wirklich hingeht. Und warum und weshalb und sowieso. So, das war's eigentlich auch schon. So, viele Leute schreien jetzt natürlich, so wie ich das gerade lese, T-Shirt. Das ist natürlich nicht so einfach. Erstens, mag ich jetzt nicht einfach hergehen, da draußen ein T-Shirt machen und dafür Geld kriegen. Weil ich hab dafür so viel da, wie dieses leere Glas Orangensaft. Stop it! An der neue Kulze! Mike, glaube ich. Ich glaube, es ist der Mike. Der Kulzer, geleg mir doch. Der Herr Kulzer, geleg mir doch kreuzweis du Kuttenbrunzer. Bilger IMOG Nachschau, mein Klonbruder. Man merkt das aber auch. Also ich habe euch beide ja auch auf Facebook und ich sehe das, wenn ihr euch untereinander markiert, was schreibt und so weiter, da muss ich jetzt mal lachen, weil ich mir denke, geile Affen. Vergeht's gerade an der Stelle. Nochmal jetzt zum letzten Mal. Jetzt ist eine Ruhe. Ja, also dieses Ganze, das ist halt oh Mann! Ist das nicht normalerweise am Anfang vom Stream? Na, jetzt bin ich halt Wenn fertig man bei und Mama 4 Buchstaben austauscht, kommt Bier raus. Das ist ein guter Witz, den werde ich da einfach klauen. Den werde ich einfach hergehen und werde dann klauen. Wenn man bei Mama 4 Buchstaben austauscht, dann entsteht Bier. Der ist gut. Ich glaube, den habe ich so ähnlich schon mal gehört, aber da habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Stark, ganz, ganz stark. So, jetzt begutachten wir mal das da nochmal. Das ist viel wichtiger. Hier, Chris hat auch schon unterschrieben, signiert. Das Ganze wird jetzt aber noch koloriert. Das heißt, ich und der Chris, wir überlegen uns, was wir mit diesem Bildchen machen. Ja? Dann los. Michi. IMOGA T-Shirt mit nem Trachtmann. Merci. DOGFOTZNAPCHE Bombing. Der Apache Bombing. So, jetzt ist er Ruhe. So, der Michi hat geschrieben, er mag ein T-Shirt beim Trachtman. Es gibt für diese Trachtman-T-Shirts gibt's tatsächlich zum Kaufen. Auf dem Chris seiner Internetseiten trachtman.de. Da gibt's ja diese T-Shirts zum Kaufen, soweit ich weiß. Oder es gibt schon noch welche. Ja, freilich. Ja, also die gibt's zum Kaufen, natürlich. Und so, jetzt nochmal. Das Bildchen, das er uns da gezeichnet hat, ist natürlich noch nicht fertig. Das wird noch bemalt. Das heißt, es kriegt noch Farbe. Wobei diese Schwarz-Weiß-Version auch ganz cool ist. Schauen wir mal, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich unterhalte mich mal mit ihm und wir überlegen uns, was wir damit anstellen. Vielleicht machen wir wirklich so eine Postkarten draus irgendwie und das gehen wir dann die ersten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Besteller von der Borischen Ausgabe 3 kostenlos mit und signieren wir das oder wie auch immer. Das müssen wir überlegen, das hat ein bisschen logistische Probleme, zieht das auch mit sich. Das müssen wir drucken lassen, dann muss ich da natürlich auch draufschreiben und nicht drauf drucken, das ist aber eh klar. Und weiß das wie es ist. Also ja, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kompliziert. Nur ein bisschen. Da glaube ich, das lassen wir uns schweifen. Ich würde sagen, wir haben jetzt 3 Stunden, 2 Minuten schon wieder. Kruzifix. Also heute ist Zeit, so schnell ist Zeit schon lange nicht mehr vergangen. Erst einmal, vergelt's Gott an alle, die dabei waren. An alle eine Donates und die 2 neue Sponsoren, die dabei sind und weißt das wie es ist. Weißt du, mag der Chris noch irgendwas sagen? Du kannst übrigens auch eine Webcam. Mag der Chris noch nein. Ja, so ist es halt in Bayern. Wenn er nicht mag, dann mag er nicht. Aus. Stimmt, ich komme ja umswitchen. Du kannst. Und ich krieg schon wieder Kreuz, weil ich da sitze, wieder totale kaputte. Der Chris K1988 hat vorher übrigens irgendwas geschrieben, er fragt einfach einen Kanter nach dem, was ein Kumpel von mir ist, nach der Handynummer. Das glaube ich nicht, weil er den nicht hat. Naja.
My Twitch kann nix. Warum kann my Twitch nix? Hoppala. So, wie ihr schon seht, wie ihr seht, sehen sie nichts. Die Webcam vom Chris Lott irgendwie, aber sie funktioniert irgendwie nicht bei mir, glaube ich. Michi! Na, nein! Vier Stand schaff mal. Trotzdem vergeht's gut. Aber 4 Stunden schafft man halt nimmer, ich bin eh schon so heißer. Und länger wie 3 Stunden haben wir uns immer gesagt, länger wie 3 Stunden machen wir nicht. Bei 3 Stunden, da lassen wir mir so ein bisschen ausklingen und dann haben wir fort. Ist eigentlich der 100er von dem einen Typ bei dir angekommen oder war das nur ein Joke? Der Twitch 100er ist tatsächlich bei mir angekommen. Ach, du meinst den einer, der da, der hat doch... Frau Kulzer, na! Jetzt ist er Ruhe. Kulzers, sonst gibt's bei der Oma nicht. Das ist so geil. Ihr schreibt seine eigene Eins ist er RUAQ-Eisers, sonst gibt's bei der Oma nix zum Essen. Habt's gehört? Wenn die Frau sagt, so und so, dann ist es so. Ja. Jetzt ist die Frage, irgendwie funktioniert ein Chris jetzt, oder mein Discord nicht mehr. Hört er mich noch? Ich glaube, er hört mich nicht mehr. Also irgendwas ist kaputt. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er das ernst gemeint hat, dass er nichts mehr sagen möchte. Jetzt gehen wir einmal nur 2-3 Minuten. Vielleicht kommt er nochmal. Wenn nicht, dann machen wir einfach aus. Der andere User schreibt, nimm's als Kanalbanner. Da muss ich einen Chris sowieso einmal separat fragen, weil ich natürlich vielleicht einmal irgendwann darum beten werde, ob er mal einen coolen Kanalbanner zeichnet. Aber ich kann ja nicht seinen Trachtmann bei mir im Banner rein tun. Das hat er bei mir nichts verloren. Der muss ja bei ihm im Banner rein. Und nicht bei mir. Das ist egal. Der Trachtmann, nochmal, das ist wichtig. Das ist nicht meine Figur. Was ist denn los mit dir? Stein! Holy shit, das du ist der Scheiß, was ist los mit dir? Herr Stein! Ja gut, dann können wir noch nicht ausschauen, das hilft nicht. Moment. Wo sind wir? Da sind wir. Geh wieder einblenden. Hallo? Hörst du mich? Ich bin wieder da. Ah ja, passt. So. Wo waren wir? Herr Stein! Oh mein Gott! Erst einmal herzlich willkommen beim Bürger Squad. Das ist immer das allererste. Dann, wo waren wir? Der Chat muss explodieren. Und nimmer mit habe ich die Ehre, ja gut, das lasse ich aber auch durchgehen, sondern mit Dervus. Dervus, Herr Stein. Das ist quasi das Twitter aus Dere und Servus. Da explodiert. Ganz ehrlich, vergeht's gerade für die, ich weiß immer noch nicht, wie wir es nennen sollen. Unterstützerschaft, Sponsoring, VIP, was weiß denn ich. Ich glaube, das war wurscht ist. Willkommen beim Bürger Squad. Merci dir. So, jetzt weiß ich nicht, möchte der Chris wirklich nichts sagen oder ist er mir einfach wurscht? Oder? Ja, das klang, du. In Bayern klang oft, der passt schon. Passt schon. Aber war geil. War geil. Ich hoffe, es hat auch dir einigermaßen Spaß gemacht. Sitzt die ja auch nicht zur Gaudi her. Oh, du sollst jetzt die aber zur Gaudi her sitzen. Und bei mir ist auch nicht anders. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Im Namen von Chris, merci fürs Zuschauen. Im Namen von mir, merci fürs Zuschauen. Ich würde sagen, in den nächsten Streams werden wir das Bildteil fertig zeichnen. Oder ihr zeichnet es einfach so fertig, je nachdem, was uns jetzt da einfällt. Da haben wir ja noch Zeit dafür. Wenn es soweit ist mit Ausgabe 3 und der bayerischen Fassung, die ich übersetze, lasst es euch natürlich wissen. Der heutige Tag galt dem Trachtmann Max It's Crucifix. Servus, bis zum nächsten Mal. Gut war's, schönes Wochenende und Prost. Das ist wirklich... Servus, bis zum nächsten MOI Quad Wars, schönes Wochenende und Prost Stone. Prost Stone. Was ist denn los Ja, mit Crucifix. Gehen wir niemals auf. Gehen wir nicht auf. Yoshi. Willkommen beim Vollbier Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte ein Servus, Herr Yoshi, im Chat explodieren singen. Vergeht's Gott an der Stelle. Jetzt ist gut. Ich möchte mal doch aufhören. Nein! So hast du das verschrien. Ja. Ich schwör,
schwör's euch, ich fahr mit dem Studio aus und komm nicht mehr. Lass uns Stream einfach laufen ohne Ich alles. bin auch wieder, du Servus. Servus, merci dir. Auch wieder da. Die Leute, die jetzt gerade zuschalten, das ist ja jetzt schwierig, weil wir gerade aufhören. Wir haben ja gerade 3 Stunden, 8 Minuten und 10, 11, 12 Sekunden Streaming hinter uns. Ich krieg schon Halsweh. Aber vergeht's gut für eine Sponsorings. Ohne Scheiß bedeutet mir sehr, sehr viel. Das zeigt mir, dass die Leute Bock oder dass ihr drauf Bock habt. Wir sehen uns 100%ig, das ist schon versprochen, am Mittwochnachmittag mit einem neuen Video, nächsten Freitag im Stream. Schaut's beim Trachtman vorbei, schaut's auf seiner Facebook-Seite vorbei, lohnt sich, vergeht's gut an euch alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut euch eine, habe die Ehre. Bis denne.